Sackelzement, Timmy Boy. Heute warst du 5 Sekunden schnell wie. Warte mal, jetzt müssen wir noch schnell in den Anschein gelangen, damit nichts passiert. Was ist so, hätte ich fast einen Helm nicht aufgekriegt. Pass auf, der ist nämlich schief. Zement, Timmy Boy. Heute warst du 5 Sekunden selber hören, der wir uns auch schon. Heute haben wieder alle fit aussehen. Ich weiß nicht, was es ist. Habe! Immer jetzt 1 Bürger, 1,20 Uhr, 1 Micker, heute wird Fort Knox reingeradet. So sieht's aus. So, dann müssen wir mal kurz mal die Lehne einstellen. Jetzt sind wir auf der Welt. Schau hin. So, Grafikkarten stellen wir auch gleich noch so ein, bis gehört und dann passt es. Timmy Boy, Popomann, kriegst du dir noch heim. Kriegst mir den Haufen hinein. Habe die Eier an den Hand da an den Baumgarten, an den Raffi oder an den Meister, an den Dominik, an den Grünwald. Ein Küsschen aufs Nüsschen, an das Real gut geil. Mit 4 in 5 auf geht's zur Endquest. Daumen nach oben, Herzteil reingeschissen. Habe die Eier an den Leubel, an den Nika, an den Zahn, an den Lefty, an den Urban, an den Robert, an den Leck mir am Arsch. Und an den Löwenset natürlich. Habe die Eier Birger wieder mal auf ins bämische Königreich und nebenbei bei Magenta Sport 60 in Wiesbaden anschauen. Wie, du bist in dem Spiel? Was ist da los? Was ist da los? Du musst ins Stadion gehen und da die Akkubräu. Ah, so läuft mich sagen. Hat man mal saufen können, mittlerweile. Ich hab schon lange keins mehr Ruhe, aber vor ein paar Jahren. Herr Thurnhuber, da sag ich dir jetzt etwas. Sie ist nicht ganz abgeneigt. Ich muss noch ein bisschen hinarbeiten. Dann kriege ich es eventuell dazu, dass sie sich alleine daher sitzt. Also ich stelle ja natürlich alles ein. Dann sitzt sie daher, Start Lemminge. Und dann sage ich ihr da rechts oben, drückst jetzt auf Stream starten und ich gehe 4 und schaue vom Wohnzimmer aus im Fernseher zu und bin nicht da. 2 Stunden lang. Das wird sicher super. Danach kann ich wahrscheinlich meinen PC aus dem Fenster werfen, aber gut. Passt im ersten 37 Monat. Hiho, hiho, wir trinken uns im Froh. Ja, warum nicht? Fangen wir an Mika schon zum Saufen, weil es eh wurscht ist. Spreng im ersten 54 Monat. Wie nennt der Kannibale einen? Warum lese ich es denn überhaupt? Wie nennt der Kannibale einen rohen Osteuropäer? Ungar. Ach, mach das Fenster zu. Und ich werde jetzt genau so warten, bis 10 Uhr ist. Hashtag Leerzeichen, Leerzeichen. Genau so werde ich da sitzen bis um 10 nach. Ihr müsst es dann sagen, wann es 10 nach ist, wenn ich es lesen kann. Wo in meinem Leben? Wo und wann in meinem Leben? Bin ich falsch abgebogen? Wann, wieso, wo, wann, wie, why? Just why? So ist der Song. Timmy Boy, merci dir. Für Lemminge. Merci dir. Löwen selbst Schluss jetzt. Ackerbräu aus Moos. Aus Moos ein Liesl. Was denn ein Liesl? Kani hat da immer gern Kinderbier dazu gesagt. Ich hab ihn nie verstanden. Merci dir. Selbstspieler, merci für den Zwickel 23. Wo spreng ich ihm out im YouTube-Chat? Gute Frage. Das ist eine wirklich eine gute Frage. Nein! Fast out! Schluss jetzt! Schluss! Seine Majestät König Birger, vielen, vielen Dank für die super Unterhaltung auf einem geilen Stream. Grüße aus Burg Lengenfeld. Burg Lengenfeld, du gibst einen Gruß zurück aus Landau City, scheiß Eiselstadt. Kuss auf den Nuss, Mr. Fast 20 ist 2 und du weißt es, du bist auch lange dabei. Fix! Wifen! Was? Es ist so absurd. Es gibt einfach ein paar Leute mit einer Mitgliedschaft da herin, da wo ich daneben sitze und mich frage, why? Da gehst du dazu, Wifen. Da gehört dein Mo dazu. Bis vor kurzem der Dampfler, der hat's verstanden. Und vor allen Dingen der Chris. Der mit, weiß ich nicht, mittlerweile 84 Monate teuren, ich versteh's nicht. Nein, versteh ich nicht! So. Jetzt müssen wir wieder ins Mikrofon einblären, wie ein Vollgasnarischer, damit sie alle einen Ton runtertratzt, damit es dann im Spät jetzt dann gleich nichts mehr versteht. Ich entschuldige mein Fernbleiben am Montag, da die Feuer der Hölle unseren Einsatz gefordert haben. Au, jetzt mock. Herr Tobi, das ist aber auch schon die einzige Ausrede. Und Saufen, die ich gelten lasse. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres passiert. Was ist was ist. Start mal ohne euch! Press F in Tobi und sein Squad. Ein Spritzer-Squad.
Kommt bitte irgendjemand. Irgendjemand, haben wir mir einen Feuerwehrhauptmann da herin, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, ich kenne mich nicht aus. Komm bitte hergehen und sei Feuerwehr, nicht mehr freiwillige Feuerwehr, sondern freiwillige Spritzquad nennen. Please. Bitte. Bitte. Habe der Rebirger dann auf ein Superstream. Was da wieder los? Langsam! Was ist denn jetzt mit euch? Jetzt werden wieder 10 eine weggeschickt und angeschmissen. Blatttiger mehr als für 31 Monate. Britterscheide, er kann er haben, ihre Spätschicht. Ist der Kuss! Unterschied zwischen an Computerspui und an Emo. As Spui konst wieder neu starten, wenn sie aufhängt. Ich weiß nicht, ob man Emo neu starten kann. Hat das jemals probiert? Die andere Frage ist, ob sie jemals ein Emo wirklich aufgehängt hat. Fragen über Fragen. Ja, ich glaube, diese Frage habe ich sogar in meinem Lied Der kleine Emo-Mann oder Kleiner Emo-Mann habe ich das verarbeitet. Bin mir nicht sicher. Aber da ist, glaube ich, mehr um Ritzen und Pulsadern aufschneiden und so ein Scheiß gegangen. Ja? So. Herr Quattro und Kuss auf die Nuss, dann auf einen Superstream, yes, für den 10er, das ist zu viel. Sabrina ebenfalls, Kuss auf die Nuss, danke für Steffi. Bei dir verstehe ich es auch nicht. Du kannst ja gleich rein, bei der Wifin und beim ganzen Rest. Was die Mitgliedschaft soll, weiß kein Mensch. Das weiß keiner. Wie ich soll dir Mitgliedschaft zahlen? Goddammit! Timmy Boy, merci die Nummer, Tommy, merci, wer ist überhaupt dran? Was, meine Mutter? Deine Mom ist deine Mutter! Geil, für sehr, merci für deinen Drilling. Hey, seit wann lässt die Tussi wieder vor? Ich mag das Arschloch sehen, Beer Classics rocken, das ist ein Bar, das ist eine Dame. Da lässt nichts vor. Also ich hab da nie was umgestellt. Schon immer seit Anbeginn der Zeit wird erst ab 5 Euro vorgelesen. Leider nicht dabei sein. Das ist, was es ist. Ich bin Gott wieder in der Hades sucht Smiley mit Freudentränen lachen. Ach, da war ich aber Mitgliedschaft. Das weiß ich gar nicht, da muss ich nicht nachschauen. Und das ist der Arschloch! Nein, oder? Hat er, glaube ich, nicht. Das ist ein bisschen für die so. So sieht's aus. So, jetzt hat meine Mutter Cool Cat, Strapse, Gag, geiler Wichser, Baby Rage, Bleed Purple. Das hat mir, das, wenn meine Mom schreiben da ich jetzt irgendwo hingehe und da sagen, alles erreicht. Liege im Hirnschlaf. Dabei bin ich also der sagt der Spring. Meine Mutter, Kuss auf die Nuss, Geibe für Merci, Tami, Merci für 37 Monate, Löwenzeit, nochmal Merci für 1 Euro. Also normale helle Schlosshell Premium, Sauve aber als Moser Lidl, Mohand, der. Jetzt, was du sagst, ist das tatsächlich richtig, das wusste ich. Aber ich hab nicht drüber nachgedacht. Jetzt schimpfte Leitnet die ganze Zeit Was? Als hätten wir die letzten 7 Jahre irgendwas anderes da als Leute zusammengeschissen, die am Anfang mit dem Geld übereinander schmeißen. Flip Ricky, wie lange bist du jetzt dabei? Du bist, glaube ich, länger dabei wie ich selber. Was? Was? Schluss jetzt damit! Ihr unknückerten Teufel! Da bin ist wurscht. Gerald mir ist wieder ein Sechser. Habe ich dritt. Ich kann heute leider nicht dabei sein. Ich bin gerade wieder in der Hades-Sucht. Arbeitswack. Das ist der Gipfel der Absurdität. Hör servus, also ich kann, das ist dasselbe, als dann ins Kino gehe. Wie viel mir Geld für Karten hier, bevor er mit Karten geht, geh ich aus und sag, oh Scheiße, ich hab keine Zeit. Why? Den Ton haben wir schon lange nicht mehr gehört. Der Duckner schreit, Ton wo? Was ist der Ton? Snickers für einen Bierger. René! Länger dabei wie ich selber. Mit reißt. Was, Meister? Du bist der Gleiche! Deinen Namen lese ich auch schon, da war ich noch gar nicht mehr da! Da hab ich nur vor 2 Leuten auf Twitch gestreamt! Und einer davon war ich und einer davon war die Biergerin! Ja, du weißt es aber. Nein, Dankeschön, ist ja gut jetzt. Aha, du magst am 5R. Ja, natürlich. Du riechst an 5R. Merci dir! Kennst as nimmer? Na? Das ist Dame, das ist aber. Ja, freilich geht und das ist der Arschloch. Sei Arschloch. Das müsste da in irgendeiner Donation. Also, die sind ja alles so random Emotes, die da kommen. Wenn es da einer donatet, das ist zufällig, was da kommt. Geil, wie viel Sepp merci dir. Schluss jetzt, Free Frankie, du auch. Ich hör da noch Mimi, nimm's und friss. Ja, okay! Sorry, jetzt geht es nach YouTube Neustart. Hey, Doc, was war denn da los? Haben sie eine Maschine wieder misshandelt? Was ist da los? Der Alex aus Öl schreibt, Birger, überlegt er das nur mit Spritzer Squad. Oh shit, ja, das ist tatsächlich, die Abkürzung ist tatsächlich unangenehm. Dann nehmen wir es. Wird Spitzer Squad gar nicht. Wenn ich jemals nochmal in meinem Leben irgendeinen Clan für ein Spiel gründe, dann heißt der ab jetzt Schwitzer Squad. Und ich meine nicht das Land. So. So, wann ist jetzt endlich 10 nach? Ich möchte wissen, wie es weitergeht. 5 Sekunden, die Stadt schon mal später, wenn nichts passiert. Wir stehen mal mitten in Gutenberg, da dauert es wieder ein bisschen länger zum Lohn. Also, Squirt-Truppe.
Ach Gott. Ihr Volldeppen. Herr Aback! Zu viel des Lobs. Misa schreibt 10 Neues. Das ist die einzige, die aufpasst. Gut, dass die Frauenquote in die Lese. Und der Jodelmax. Der Jodelmax. Fliefresh, Schluss jetzt, tut sie fix. Danke und 10 Neues. Danke und 10 noch. Ja, haben aber mehrere, die aufpassen. Aber die Misa war die erste. Ja? So nicht. Spritzer Kameraden. Ja, das stimmt. Man kann natürlich auch Spritzer Ensemble draus machen. Naja, da haben wir ein bisschen. Ruhe jetzt! Plötzlich Sepp! Merci dir, Free Frankie, merci Rest, merci Schluss, Alerts sind jetzt aus, weiter geht's. Spielen wir rein ins Viech. Also, ich habe ehrlich gesagt nicht recht viel gemacht. Seit gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man eigentlich am Montag locker noch ein bisschen weiter spielen können, aber ist jetzt wurscht. Bei dem Quest abgeschlossen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich vor dem Haus, wie heißt die Bumsbude von der Rosa? Ja, vor der Rosa halt. Habe ich mich platziert, da sind wir nun! Moment. Ja gut, das ist, ja gut, ob sie das jetzt sagt oder nicht. Oh, jetzt mal so gemacht. Ich bin da durch Tier gegangen und dann ist wieder diese Meldung gekommen, hey, es geht jetzt in die letzte Quest hinein, du bist jetzt da gefangen, bis es Spielbar ist. Das heißt, übers Wochenende kann ich nicht weiterspielen, ist aber nicht schlimm. Übers Wochenende habe ich sowieso nicht so viel Zeit. Und hier sind wir nun. Lesen wir zum Abschluss noch einmal kurz, was so passiert ist, damit wir uns auskennen, so wie wir es jetzt mal machen. Oratores spricht mit Žižka darüber, wie es weitergeht. So. Ach du heilige Scheiße, was habe ich mir denn jetzt wieder... Okay, aber gut, es schaut nicht. Die Geschichte ist wichtig. Bitte legen Sie sich zurück, holt euch was zum Trinken. Ich versuche es so zügig und verständlich vorzulesen, wie ich kann. Žižkas Männer brachten den Gefangenen Otto von Bergo aus dem eroberten Maleschau mit nach Sugdol, wo er befragt werden wird. Dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Mit den Informationen, die uns von Bergo uns gegeben hat, wurde ein Plan geschmiedet, um Sigismund die Ressourcen zu entziehen, mit denen er seine Armee finanziert. Ein päpstlicher Legat soll bald in Kuttenberg ankommen. Und getarnt als Gefolge des Legaten gelangen wir in den Welschen Hof, um die königliche Schatzkammer auszurauben. Rosa erreichte schließlich die andere Seite, ohne nasse Füße zu bekommen, während ich bis zum Arsch in eiskaltem Wasser stand. Das stimmt überhaupt nicht. Capon hätte sich vor Lachen in die Hosen gemacht, wenn er mich gesehen hätte. Das sind so die Geschehnisse des letzten Streams. Der erste Schritt der Vorbereitungen besteht darin, Herrin Rosa zurück nach Hause zu begleiten. Mit einigen geringfügigen Schwierigkeiten durchquerten wir den unterirdischen Tunnel zum Eingang zur Burg Ruthard. Stimmt, so heißt die Bumsbude da. Ich hatte das Gefühl, dass der wahre Ärger erst noch kommen würde. Ich habe dafür gesorgt, dass in der Burg Ruthard niemand außer mir und Rosa mehr am Leben ist. Das waren die ganzen Penner, die wir unterschlagen haben. Und so weiter und so fort. So, Herrin Rosa erstaunt mich doch immer wieder. Sie klettert wie ein Eichhörnchen und wenn man ihr eine Armbrust in die Hand drückt, ist sie gefährlicher als Kubienka. Der tut ja nichts anderes wie den ganzen Tag in ihr Seekinte brunzen. Und das ist erst der Anfang. Es ist gut, dass der Rest unserer Leute erst morgen früh ankommt. Es war wieder ein geschäftiger Morgen in der Burg Ruthard. Wir haben unser weiteres Vorgehen mit Žižka besprochen. Widerwillig musste ich unseren möglichen Verbündeten am Welschen Hof töten. Wir müssen wohl allein zurechtkommen. Das Haus des Münzbeamten ist leer. Wawak ist weiß Gott wo und als wäre das noch nicht schlimm genug, bin ich Christian von Piesek in seinem Studierzimmer begegnet. Zunächst schien er die Sache ruhig besprechen zu wollen, aber dann beschloss er, sich dafür zu rächen, dass ich die geheime Prägestätte enthüllt hatte. Danach wurde mir klar, dass es uns auch nicht weiterhelfen würde, den Schlüssel zu finden. Außer natürlich, er hätte ihn in der Tasche. Dann haben wir ihn erschlungen. Ich habe den Schlüssel, aber ich spreche lieber nicht darüber, was ich tun musste, um ihn zu bekommen. Doch, der haben wir schon, wir haben ihn erschlagen. Und seine zwei komischen Wachen, die eine Viertelstunde durchs ganze Haus braucht, haben ebenfalls. Žižka hörte sich an, wie es mir im Haus des Münzbeamten ergangen war und sogleich fiel ihm eine neue Aufgabe für mich ein. Rosa erklärte mir, wie und warum das Tunnellabyrinth zwischen dem Welschen Hof und der Burg Ruthard entstanden ist. Das Ende des Weges ist versperrt. Wir müssen uns durch den letzten Abschnitt hindurchgraben. Samuel und ich müssen den weitesten Punkt finden und markieren, wo wir graben müssen. Das war das Kreuzerl an der Wand, haben wir letzte Woche gemacht. Letzten Montag gemacht. Ich überspringe ein bisschen was. Ich meine, das ist doch bloß wieder eine ellenlange Wiederholung, was wir eigentlich gemacht haben. Die Gräber in der Krypta unter der Jakobskirche haben Plünderer angelockt. Die beiden Diebe wurden aus Versehen in der Krypta eingesperrt. Wir konnten nicht riskieren, dass sie uns verraten und Grabräuber verdienen sowieso den Tod. Ja, man, das waren die zwei, der war nicht ein Pfeil in, ja, was weiß ich. Nachdem wir da unten in der Kardinal Pozzos Willkommenszeremonie rückt schnell näher und somit auch unsere einzige Gelegenheit, in den Welschen Hof zu gelangen. Wir müssen den Kardinal zur Mithilfe überreden und uns als sein Gefolge ausgeben und um ein Wunder beten.
Schischka und der Knochenteufel ergriffen die Gelegenheit und planten, dass wir den päpstlichen Legaten treffen sollten. Natürlich wusste Kardinal Pozzo von nichts, aber wir verließen uns darauf, dass Godwin ihm alles auf Latein erklärt. Wir erinnern uns, sein gebrochenes Latein. Was haben die Typen in Glorious Bastards gleich wieder? Was was ist? 2 Gehilfen führten Kardinal Pozzo zu den Pferden und alle 3 konnten fliehen, während der Rest zu den Waffen griff. Während die anderen kämpften, bestieg ich mein Pferd und nahm die Verfolgung auf. Zum Glück konnte ich die 3 aufhalten, bevor uns jemand bemerkte. Da mag ich kurz anfügen, ich nehme meinen Rage vom Montag wieder zurück, denn das Problem, warum ich den Reiter nicht einhalten habe können, liegt nicht am Spui, sondern an meiner Mod, dass ich kurz davor, das tue ich immer, das ist einfach eine Gewohnheitssache, schnell gespeichert habe. Problem, dass das Spiel so ein bisschen hat, das ist ja nicht geplant, dass man da speichern kann. Normal kann man da nicht speichern. Ich glaube, mit einem Retterschnaps da es nicht geht, das müsste mal jemand von euch sagen. Und wenn ich das Ding lade, fängt der schon zum Reiten an, bevor ich überhaupt irgendwas sehe. Das heißt, der ist in Fullspeed, währenddessen ich noch nicht einmal losgeritten bin. Und wenn ich am Anfang diesen Doppelsprint nicht schaffe, dann holst du den auch mit dem schnellsten Viertel nicht mehr. Das sage ich dir, was es ist. Darum nehme ich meine Kritik zurück. Die unangekündigte Audienz endete äußerst schlecht und Kardinal Pozzo sowie sein gesamtes Gefolge sind tot. Uns bleibt keine Zeit für komplizierte Pläne, wir müssen improvisieren. Ich muss unser weiteres Vorgehen so schnell wie möglich mit Schischka in der Burg Ruthard besprechen. Das ist wieder was das Spiel so dermaßen einfach auszeichnet. Du rechnest damit, ja, den nehmen wir jetzt gefangen, den bestechen wir irgendwie, dass wir sein Gefolge sind. Und was passiert? Dieser komische Legatentyp stirbt durch einen behinderten Headnut. Und auf einmal ist alles anders. Ja. Typisch das Spiel. So, jetzt aber, los geht's. Da geht's mir auf Zeit, wer bist du überhaupt? Samuel, Abflug da. Jetzt gehen wir mal zum Schischka und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also, ich sage ja, der Goodwin, Entschuldigung, der muss sich jetzt halt als Legaten ausgeben. Das wird sicher gut. Margarete. Oh no. Aber du hast das verkehrt herum an. Ach, scheiße. Woher zum Geier soll man denn wissen, wie rum das richtig ist? Verdammt, jetzt muss ich diese ganzen Sachen wieder ausziehen. Ich verarsch dich doch bloß, Godwin. Ich meine, Vostra Eminenza. Diese Vollidioten. Wir müssen am Ende des Geheimgangs warten, bis sie zu uns aufschließen. Okay. Wie laufen die Vorbereitungen? Oh Die shit, ich hab noch mal Cash Vorbereitungen bei sind Konto. abgeschlossen. Widmen wir uns der Aufgabe. Der Plan ist einfach. Wir teilen uns in 2 Gruppen auf. Eine nimmt den unterirdischen Weg und wartet, bis die andere Gruppe, die sich als Italiener ausgibt, das Zeichen zum Graben gibt. Sobald wir den Tunnel gegraben haben, kümmern wir uns um den Kirchenrat und bringen das Silber vom Welschen Hof zur Burg Ruthard. Dort laden wir es auf Karren und fahren es still und heimlich aus der Stadt. Wer ist im Gefolge des Legaten und wer geht durch die Tunnel? Ich schätze mir schwer, dass man mir. Ja, wobei. Hoffentlich haben wir beim Legaten dabei. Mich sehen wir der Goodwin nur Scheiße verzapft. Das wird sicher super. Hast du jetzt Istvan seine Mützen auf? Nein, ich habe noch nicht auf. Muss ich die aufsetzen? Aber das ist nicht ein Istvan seine. Und Istvan seine war blau-golden. Wer wird sich als Gefolge des Legaten ausgeben? Godwin wird natürlich den Kardinal spielen. Janosch Uher wird ihn als seine rechte Hand zum Rat begleiten. Du, Capon, Brabant und Bula gebt euch als Rest des Gefolges aus. Brabant und Bula. Wer war denn der Bula gleich wieder? Und was auch schon wieder suspicious ist, dass der Brabant dabei ist. Ja, der stinkt immer noch. Warum wir 4? Da stellen wir keine Fragen, ich verstehe. Ich hab's verstanden. Brabant wird euch etwas Italienisch beibringen. Janosch spricht es recht gut, aber Bula muss die Klappe halten. Margarete. Was sollen wir während des Rats machen? Wie sollen wir denn einen Durchbruch zum Hof schaffen? Das ist eine gute Frage. Und sobald ihr bei uns seid, ich bereite mich dann mal vor. Aber wie sollen wir denn einen Durchbruch zum Hof schaffen? Dort liegen überall Werkzeuge zur Münzprägung. Das sollte zu schaffen sein, selbst mit einer Hand im Arsch. Der scheiß Knochendepp, wenn jetzt ausschaut, wie ein kompletter Depp. Was sollen wir während des Rats machen? Zuerst entledigt ihr euch der Wachen, dann macht ihr uns den Weg frei. Godwin und Janosch werden uns währenddessen so viel Zeit wie möglich verschaffen. Vergiss nicht, dass die beiden Trottel bei der Ratsversammlung uns jederzeit auffliegen lassen können. Wenn das der Fall ist, dürfte es dort drunter und drüber gehen. Und sobald ihr bei uns seid, holen wir Godwin ab? Was genau haben wir denn mit dem Kirchenrat vor? Wir sperren sie alle ein. Sie in der Hinterhand zu haben, könnte nützlich sein, wenn etwas schief läuft.
Und das tut es immer. Sie werden sicher eine Weile mit dem Festessen beschäftigt sein. Und sobald Sie nach draußen treten, gibt es andere Dinge, um die Sie sich sorgen müssen. Und da sind wir schon längst über alle Berge. Aber vielleicht für alle, ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich glaube euch das jetzt einfach mal. Der Buhler ist der Hettner-Typ, der eben den Legaten ausgenockt hat. Nee, ausgenockt ist vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt, der hat ihn einfach umgebracht. Und wann retten wir die Herren? Ihr habt die Befreiung der Herren vergessen. Haben wir nicht. Aber das ist nicht unser Hauptanliegen. Wie bitte? Das Silber ist unser Hauptaugenmerk. Wenn alles glatt läuft, befreien wir die Herren. Aber wenn wir es vermasseln, sind die Herren auf sich allein gestellt. Das war Rosas Bedingung. Ah, stimmt, das ist ihr Vater, gell? Oh, wir haben ja versprochen. Also, wenn wir noch mehr eine würsteln wollen. Rosa bestand von Anfang an darauf, dass wir ihren Vater befreien müssen. Nur deshalb hilft sie uns überhaupt. Es ist ohnehin wahrscheinlich, dass unsere Männer dort sterben. Wir brauchen nicht mehr Tote als unbedingt notwendig. Okay. Ihr Feiglinge! Ich habe Rosa mein Wort gegeben, dass wir Ruthat und die anderen Herren befreien. Herrje, du hättest für ein Techtelmechtel weniger versprechen können. Warum Techtelmechtel? Da steht ganz klar und deutlich zu lesen, Fick! Halt's Maul! Du hast keine Ahnung, warum ich ihr mein Wort gab. Wie solltest du auch? Wenn du meinst. Aber ein Versprechen ist schnell dahingesagt. Vielleicht kannst du ja so gut mit deinem Prügel umgehen, dass du sie die Enttäuschung vergessen lässt. Ich werde mich vorbereiten. Fang bei Brabant an. Vielleicht kannst du besser Italienisch als Buhler. So, Sprimischka, bereite dich auf den Aufbruch zum Welschen Hof vor. Also ich habe eigentlich alles gemacht. Müssen wir nicht mehr recht viel machen. Zack, das ist unsere Rüstung, das muss klar. Lerne etwas Italienisch vom Brabant. Oh mein Gott, muss ich mir das... Oh mein Gott, bitte sag mir nicht, dass ich mir das merken muss. Please don't. Wo ist denn der Brabant? Brabant! Kannst du mir auch was auf Italienisch beibringen? Mon Dieu, das ist nicht was auf Italienisch. Ich möchte dir in wenigen Sätzen die Essenz der italienischen Sprache beibringen. Weißt du, was für eine große Aufgabe das ist? Eine Herkulesaufgabe, mon ami. Na schön. Ich werde versuchen, dein Gefühl für Sprache nicht zu sehr zu beleidigen. Aber du musst es ernst nehmen. Diese Ornochsen hier hören mir gar nicht zu. To dlatego, że gadasz jak przygłup. Es klingt wie Säugling. Mama, Pipi, Kaka. Also gut, wir fangen mit einer Begrüßung an, die du gleich bei der Ankunft brauchst. Wiederhole meine Worte. Buonasera, Signori. Guten Abend, meine Herren. Buonasera, Signori. Buona. Was? Hey, ich muss mir doch nicht merken, wie man es schreibt, Mann. Buonasera, Signori. Wird schon passen, Signori. Buonasera, Signori. No, gar nicht gut. Nochmal. Buonasera, Signori. Also mit G. Guten Abend, meine Herren. Okay. So nochmal. Buonasera, Signori. Buonasera, signori. Das war nicht schlecht. Und jetzt Buhler. Buonasera, signore. Perfekt! Wenn du einen Italiener triffst, kannst du ihm blutige Ohren machen. Als nächstes müsst ihr lernen, wie man Danke sagt. Das werden wir sehr oft sagen. Immer, wenn jemand eine Tür für uns öffnet oder uns Essen oder Getränke anbietet. Molte grazie. Vielen Dank. Molte grazie, molto grazie, oder? Das weiß ich gerade noch. Molte grazie. Molte grazie. Das war in Ordnung. Buhler? Morte grazie. Wenn ich nicht wüsste besser, würde ich denken, dass du mich essen willst. Zamknij ryj, albo odgryzę ci rękę. Wenn ihr irgendwo erwischt werdet, wo ihr nicht sein solltet, braucht ihr eine Erklärung, dass ihr euch verlaufen habt. No, Mr. Scusi, grazie, Sono buonasera. perso. Entschuldigung, ich Staccato. habe mich verlaufen. Scusi, mi sono perso. Scusi, mi sono perso. Ich hab nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Scusi, Mortadella. Scusi, mi sono parso? Nein, du hörst mir nicht Ja, richtig ich habe zu. nicht richtig Nochmal. zugehört, gibst du. Scusi, mi sono perso. Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Scusi, mi sono perso. Scusi, mi sono perso. Schluss jetzt. Scusi, mi sono perso. Merci dir. Das war sehr gut. Kurva. Ich will verarschen und er mich loben auch noch.
Was hast du gesagt, Janosch? Nichts. Scusi, mi sono perso. Das war nah dran. Jetzt versuchen wir mal etwas Komplizierteres. Na! Fatta la legge, trovato l'ingano. In jedem Gesetz gibt es eine Lücke. Wieso? Was? Fette, Travato, Lignano, was war Fette, ich bin für Fette. Fatta la legge, trovato l'ingano. Falsch. Kruzifix! Hör mir richtig zu. Fatta la legge, Vater! trovato l'ingano. In jedem Gesetz gibt es eine Lücke. Oh Gott, wir werden so versagen. Fatta la legge, Fatta la legge, trovato l'ingano. trovato Fatta Lignano. la legge, trovato l'inganno. Parfait. Co to za brednie? Nie nauczę się tego gówna. Klingt wie Ziege, die auf Trommel pisst. Wie du meinst. Machen wir weiter. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Entweder isst du die Suppe oder du springst aus dem Fenster. Oh, Mangi! Ja, können wir merken, das ist wie Magi. Oh, Magi. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. O mangi la minestra o salti dalla finestra. Kann ich mir niemals merken, Alter. Sehr schön. Nee, fucking To też never. jakieś duby smalone. Eine Redewendung. Übersetzt bedeutet sie in etwa: Halte dich an die Regeln oder lass das Spielen sein. Ah, ich mag es lieber mit der Suppe. Wiem, że jest Polak. Nie chcę udawać kogoś innego. Zwłaszcza nie Woloszyna. Und noch ein Satz. Na! Sei proprio un bacala. Sei Du bist proprio. ein echter Stockfisch. Was? Sei proprio, du bist ein echter... Wer sagt denn sowas? Sei proprio un bacala. Sei proprio un bacala. Sam jesteś bakalarz, głąbie. Sehr gut, Janosch. Fast perfekt. Was soll das heißen? Eine Redewendung, um sich über jemanden lustig zu machen. So, ich denke, das war es dann. Mit mehr Sätzen kommt ihr nur durcheinander. Ich bin jetzt schon Wenn komplett ihr am in Ende. Schwierigkeiten steckt, überlasst das mir. D'accord? Was machen wir jetzt? Mademoiselle Rosa, Neue gibt Stufe dir Wissenschaft, passende Jackie. Kleidung. Wenn du entsprechend angezogen bist, geht so gut wie. Herr Köth, mir ist wieder ein Fünfer. Kuss auf die Nuss, Habanero RBG, merci dir, Rest, merci, Schluss jetzt. Und der Cutscenes wird nicht reingedonatet. So. Das kann was werden. Also ohne Scheiß, wenn da der Spielverlauf droht. Das stimmt, das Wichtigste hat er uns nicht gelernt. Ja, bei jeder, egal wann, immer diesen hier. Fette, Tortellini oder irgend so ein Scheiß. So. Hole italienische Kleidung von Herrin Rosa. Bereite dich auf. Wo ist Rosa? Oh, muss ich wieder zu Rosa. Rosi! Darf ich dann nochmal reinschauen? Hallo? Wie kannst du so ruhig sein? Man muss sich nur eine gesunde Menge Wut bewahren. Oh, also bist du mit dieser ganzen Sache wohl nicht einverstanden? Also, Ist ich noch da untertrieben. sagen, Die haben machen wir da alle mal jetzt Sachen erstmal die Tür zu. verloren. Schon vor Maleschau habe ich ihnen gesagt, dass sie aufgeben sollen. Nichts für ungut. Aber nicht doch. Und nun hat von Bergo sie überredet, das königliche Silber Ob zu sie zwar stehlen. mit ist, Ich zumindest würde ihm zufällig. Vernunft Bock, aber einbläuen. free for all. Ja, egal, mach so. Ich bin wegen der Kleidung hier. Rabon sagte, ihr hättet neue Kleidung für mich. Alles liegt in der Truhe dort drüben bereit. Du darfst nicht zu offensichtlich machen, dass es nur eine Verkleidung ist. Keine Sorge. Ich bekämpfe den Drang, mit offenem Mund zu kauen und mir die Nase mit dem Ärmel zu putzen. Was denn noch? Versuch nicht zu sterben. Dein Leben ist mehr wert als alles Silber dieser Welt. Ich gebe mir Mühe. Und danke für die Kleidung. Das kannst du nicht vor der Katharina sagen, da mag ich auch noch. Was es selbst ist, wo sind die Kisten? Tu mir. Was kämen wahrscheinlich einmal ein wenig brauchen, das da, weil das zirkt uns jetzt wahrscheinlich wieder aus. Ist das die Kiste? Die Füchsin und der Krüger, nehmen wir mal einfach mal. Bücher mit, die kann man überbrauchen. In irgendeiner Kiste hat es gesagt. Wo ist die Kiste? Ich sehe keine Kiste. Meinst du die Kiste? Na, die Kiste machen wir uns auch nicht. Was meinst du für eine Kiste? Dietriche, 3 Frauenschuhe, Kotte Hardy. Was meinst du denn für eine Kiste? Da ist keine Kisten. Ich verstehe nicht. Kistige Kiste. Ich sehe keine kistige Kiste. Seht ihr eine kistige Kiste? Ah, da ist eine kistige Kiste. Du Rindviech, jetzt musst du mir sagen, dass im anderen Zimmer steht, du Kackfrisur. So, wie schauen wir jetzt aus? Hat so eine italienische, die schaut besser aus wie die ich hab. Oder? Oh, hat schlechtere Werte, glaube ich. Da, der Netroll möchte mich schon wieder trollen. Die Kiste ist unten. Sei mal klar.
War einfach gelungen. So, wo haben wir? Wo kommen wir da raus? Da kommen wir raus. Rosela, setz die Tür auf! Was hast denn du alles für einen Schund dabei? Das weiß ich nicht. Ein Haufen Zeug habe ich dabei. Ich glaube, ich habe noch ein paar Rüstungsteile dabei, die ich eigentlich verkaufen wollte, aber das geht nicht. Warte mal. Kann ich? Ich kann es nicht mehr zum Pferd lesen. Ist mir wurscht. So, wie schauen wir aus? Schaut doch mal am besten aus, wie so gut. Margarete. Leg ab. Ich kann es nicht mehr ab, wobei ist eigentlich eine gute Idee. So, war das unser Kisten da oben? Das war nicht unser Kisten da oben, oder? Oder haben wir unser Bett da irgendwo? Warte mal, da so. Wo ist unser Bett? Ist da unser Bett? Nein, ist nicht unser Bett. Ist da unser Bett? Moment, das ist ja nicht unser Kisten. Da. Haben wir da irgendwo eine Kisten für uns, da wo ich den ganzen Scheiß schnell reinwerfen kann? Gott sei Dank ist der Birdlike da. Erdgeschoss. Erdgeschoss? Also nur ans Obi oder was? Ich glaube, da habe ich noch nie geschlafen. Schauen wir da rein. Da ist ja normal immer ein Kranz über dem Zimmer, oder nicht? Wo zum Fick, da war ich noch nicht. Ist das unser Bumsbude da? Du hast die italienische Rüstung nicht, oder? Machen wir es so. Warum wohnen wir neben dem Scheißer? Na? Ah, du schau her. So, Duellier, Langschwert, alles weg. Alles. Warte da, Meister Minholz. Hä? Wo ist denn mein Schwert vom... Ach, das wird wahrscheinlich nicht angezeigt, dass es in Kisten legen kann. Weil man es nirgendwo hinschirmen kann. Ja gut, bin ich schon stark. Ja, weg damit, weg damit. Was haben wir noch alles für einen Bums dabei? Brotkeil, gut, das ist mein Nobelgewand, das lasse ich schon da. Der gehört weg. Irgendjemand brauchen wir edle Handschuhe brauchen wir. Mailänder Handschuhe, glaube ich, brauchen wir nicht. Bürgerschuhe ist mir edel gemeint. Ich habe eigentlich doch gar nicht so viel dabei, wie ich das dachte. Den können wir auch rein da. Ich weiß nicht, warum ich Bier dabei habe. 5000 Tränke. Keine Ahnung, was da 306 Kilo wiegt. Leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch, muss ich so angehen. Abflug jetzt. Sauft jetzt da einen, oder was? Können wir jetzt gehen? Na schön. Dann mal los. Dir nach. Eure Eminenz. Psst. Goodwin. Sprich von jetzt an nur noch Italienisch. Verstanden? Denk dran. Du bist ein Kardinal. Schön würdevoll. Keine plötzlichen Bewegungen. Und sei nett zu den Leuten. Den Händlern würde bestimmt gefallen, wenn so ein seltener Besucher ihnen was abkauft. Moment mal, was? Jetzt ist mir gerade komplett das Hirn stehen geblieben, weil der Heinrich mit uns redet. Fata la legge, trovato l'ingano. Wir haben einen Bumm voll! Tutto bene. Mangi la minestra o salti dalla finestra. Vedo che la mia lezione vi ha fatto bene. Forse anche a questo amico polacco. Mi sono perso. Già da tempo, polacco matto. Non capisco. Halt doch dein Maul! Capisco. Silenzio. Muss ich jetzt da einfach würdevoll langsam gehen, oder was? Signores, signori, senti, italiano? Cardinale! Che Dio sia con voi, fratelli in Cristo. Andenken di Kuttenberg. Willkommen in Wenn ihr kommt bei mir, ist es più economico, fratellone. Non mi Ich interessa. habe dermaßen ungutes Gefühl bei der ganzen Geschichte, Alter. Das muss, Alter. Ruf verschlechtert. Was? Das ist der mir wurscht, Alter. Willkommen in Kuttenberg. Tutto di buono. Grazie. Grazie, ebenfalls. Was für ein netter Kerl. Wer ist denn okay. Ah, Du Scheiße. Avete, vos etiam, illustres Domini, sum Hieronymus nas, hodierno conventum egregium, constituo cutne antiquae, civium concili iussu. Ave, ich Berater Gianni Unger, dies Kardinal Legat Lorenzo Pozzo. Entschuldigung, meine Sprache.
Bene, bene. Non necesse est ut intendas. Kardinalis Das muss man sich in Ruhe Lorenzo anschauen. Pozzo. Ex optatus vos video cutne antiquae eminentia. Tempus non perdamus. Ad libitum. Domini insequimini me. Manete, insolitum te alicunde te nuvi. Kennen wir uns von irgendwo? Et credis, Enrico talem benignam faciem habet. Non primum creditur eum novisse. Romanum quam egressus est. Certe Enrice? Certe Romanus superbus est? Sì. Fatta la legge, trovato l'ingano. Vero. Ich könnte schwören, dass Es ist der Vogt wo von Gutenberg. Natürlich kennt der einen Heinrich. nihil refert. Intro veniamus, Domini. Ex aula italica. Utinam vos sonitus non tubaret. Signatores atunc laborem hodiernum non perfecerunt. Mox finient et tranquillitatem habebimus. Aula Habibi? italica est moneta Wo spielt Metallica? filium bohemicorum. Tantum eo loco grossum verum licet sudere. In fabricis cornus dexteri aule bacula argentea feriuntur ex quo numi puduntur. Et ubi feriuntur nomi. Iuxta scalas in aream Auf ein Wort. est ipsa Darf ich mich kurz moneta. einmischen? Brevi tempore eam videbitis. Veni, expectamur. Ja, aber Scheiße, fass dich bitte kurz. Worüber beschweren die Herren sich denn diesmal? Was glaubst du wohl? Sie sind besorgt, dass sie wieder um ihren Schlaf gebracht werden. Sie können beruhigt sein. Es handelt sich um einen Kirchenrat, nicht irgendein Dorfgelage. Das will ich hoffen. Hör zu, Chaba. Es ist nett, dass du so um ihr Wohlbefinden besorgt bist, aber du bist hier auf dem Holzweg. Ich lasse Ihnen noch mehr Wein schicken. Das betäubt Ihre Sinne vielleicht genug, dass Sie schlafen wie ein Stein. Genügt das? Wir werden sehen. Weder du noch der Verwalter müssen ihr Gejammer die ganze Zeit ertragen. Demora me excuso. Exe Chaba molnar. Dicitur eum virum validissimum ex regno Hungariae esse. Hoc tempore hic. Unum monus facit. Sed non moremus pergamus. Ecce precaus. Hic grossa coduntur. Si vultis in ordine vos ad portabo et unum proprium sudere poteritis. Aliquis te convenire cupit, Domine Cardinalis. Ecce imperator costudum, aule italicae Josephus Cabrini, verus italicus. Benvenuto fra di noi, Sua Eminenza, Cardinal Pozzo. Non vedevo l'ora di fare la conoscenza di un compaesano. Margarete! Signor Cardinale? Ad verba vana tempus non est. Intelligo, certe. Possumusne peragere? Der andere hat jetzt da irgendwas erzählt und gebrabbelt, wo die Münzen geprägt werden. Unter irgendeiner Halle Treppen runter oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das für nachher vielleicht noch ganz eine nützliche Information ist. Eamus. Hervorragend. Giuseppe? Giuseppe! Ja? Der Kardinal und sein Berater begleiten mich zur Halle. Sorgt dafür, dass Ihre Gefolgschaft in der Küche gut versorgt wird. Wie du wünschst. Ich kümmere mich darum. Inseque me, queso. Lea versteht das Eius Latein. Eminentia, Cardinalis Pozzo. Was ist mit dir? Mihi excusate moram, cum gaudio dotibi in abatia nostra sed lecii hospitium sed circumstantia difficile sicut sciis. Tua Eminentia,
Fraternitas Christi corporis ecclesiam sancte Barbarae edificat ad majorem Dei gloriam. Post nostra tota urbs. Et veritatem non vult ad impere. Sed leci monastarii gratia monscutna magnus est. Sancta Barbara, patrona fossorum. Fraternitas tua impedimentum est in communi ad Deum. Nobis non est opus alio templo. Consentisne mihi cardinalis? Venite, sodalis cari. Puto melius esse. Primo bibere. Audi vivos habere in urbe viniam. Oh mein Gott, das ist so gut. Und jetzt geht's wieder. Zwanglos fortfahren. Formell fortfahren. Ah. Diese Formell geht in die Hosen, Alter. Vinum excellentem habitis. Ex monasterio est, ne? Non. Monasterium vinum proprium habet ad occasiones specialis. Ex viniis localibus provenit. In Lorcia occasionem habuistis ut it gustaretis. In paroetiam nostra Pnevitiana vino locali etiam admissam utimus. Gratias agimus pro benignitate amici nostri Hieronimi. Mentionem non meret. Jetzt kommt der Fall, auf man nochmal. Possibile est quoque vino monasteriale gustare? Certe, sed non expectabamus tuam. Eminentiam cupiditatem habituram esse. Si finis actorum bonus est, pro aliquot ampullis legatum mittam. Inter nos miraculum magnum non est. De gustibus non is disputandum. Non habes licores? In Monte Cutna certe destillatorius urbanus est. Nescio certe. Certum est, sed... Non debemus de gravioribus loqui? Jetzt los werden wir! Oh, die haben's gar okay. Sie haben gar keinen Bock aufs Saufen. Ja, gut, dann nicht. Ita est ut dices. Ad rem loquamur. Recte arbitratus sum contentionem vestram nullum eventum habuisse. Incommode ita ist. Pars contraria non vult ex proposito suo exire, quod inter nos discordiam seminavit. Monasterium non vult mente, comprehendere credentes novum templum habere velle. Donationes in proximis annis clare ostendunt urbem solidati. Pnevitia et sancte Barbare suffragari. Sed nova tempora sunt, rexigis mundus declaravit. Sestatum sed leci et malini susteniere. Dic nobis cardinales, quae est opinio papae Bonifatii huis casus? Papa resolutus non est. Idio hic sum ut ambas discordiae partes auditurum sim. Bene, discuramus de toto casu. Tempore satis habemus, factut rogatus quod vis. Collequere cum ambabus discordiae, partibus et cogita de opinionibus tuis. Tempus habes ut te omnibus rebus bene cogitatus sis. Cum resolutus eris, fac certiorem adjuvatorem tuum, et fac sermonem finalem in quo decretum tuum nunciabis. Intelligo facile non erit. Opus est omnia bene. Colloqui, discurrere.
Benete habes, Cardinales? Ego, potio egio. Fauces sica est. Hey, immer noch mit den Bauern Signor Cardinale. Jetzt nicht mehr. Das gehört sich für einen Latein ist schwer. Goswins Latein ist am besten, wenn er anständig betrunken ist. Solange er nicht nüchtern wird, spricht er Latein als er. Geh, komm halt durch dein Maul. Schlechte Ohren. Kardinal. Gib mir Ruhe, gib mir einen Wein. Lass mich, was da ist, was drin? Ist da was drin? Loquere possumus? Kommt her. Domini? Cardinalis, bonus inter nos es. Ich hoffe, er versteht dich. Du kannst nicht mal richtig Latein, wenn du betrunken bist. Das stimmt. Du kannst ja nicht mal dico dicere. Also sei still. Rogare quid velle. Nos hic ile adiovare. Muss ich mir, jetzt Moment mal, weißt du, was das hinausläuft? Ich muss der scheiß Latein-Scheiße da jetzt zuhören. Währenddessen soll ich was lesen, wo ich so schon zu blöd bin dazu. Und dann soll ich mir auch noch merken und am Schluss einen Abschlussbericht geben. Um Gottes Willen, gibt's so ein Fassel Schnaps oder was weiß ich? Scire velebam aliquis dehis concilium. Er spricht fast so wie du. Vielleicht macht er sich über dich lustig. Halt die Schnauze. Certo, ego te omnia dicere, non edificare templum sancta Barbara, pro urbs malum magnum est. Eus sanctitas intelligere quod metallici, in colas urbs et vulgus mons cutna vele proprium sacrarium. Sag ihm, dass der Abt ein Schwachkopf ist. Ach komm schon, Wenzel. Abatis Johannes Durus et non cedere, nec non archiepiscopus Praga Spinco Hase non procedere. Der alte Hase ist sogar noch ein größerer Schwachkopf. Itaque nos sperare in justitia sancta sedes. Quomodo videtis justitia sancta sedes? Debere nos sustinere. Barbara debet esse independente. Debet? Vos votare, bonum arbitrium agere. Hat er dich überhaupt verstanden? Ich weiß es nicht. Sieht ja nicht danach aus. Ich muss es jetzt mal saufen. Salve, Kardinalem. Salve. Salbe! Ich denke trotzdem, dass es heute zu keiner Entscheidung kommt. Das erwartet niemand. Aber hoffentlich machen wir wenigstens Fortschritte. So sind diese Geistlichen eben. Sie essen und trinken alles, was in Reichweite ist, bevor sie ein Wort sagen. Haben Und das aufgehört nennen zu sie dann zittern. Verhandlungen. Dann schenken wir uns noch was zu Warte mal. Diskutiere über den Streit in der Kirche. Ich weiß überhaupt nicht, um was das geht, Alter. Reizbar. Ich würde Mit jedenfalls wem kann ihn da... Was weiß ich denn? Da muss recht voll sein, jetzt, dass ein ganzer Hofstaat und ein paar Tage eingezogen sind. Es ist wirklich etwas unpraktisch. Wir mussten den Gürtel enger Was ist jetzt damit, Ich ja? hoffe, er bezahlt euch dafür gut. Und ich hoffe, dass er sein... Und dann reden wir mal mit dem Mann. Ja, Dann schwimmt er nicht direkt in Deutsch. kann ich nicht, okay. Klingt ja sehr niedlich. Aufpassen. So. Den Legaten auf unsere... Domine Abbas. Vestra Eminentia? Laudetur Dominus Jesus Christus. Scire velem querogatus vestris sint. Pauces verbis et concrete queso. Bene. Summarium faciemus. Prorsus simplex est. Rogamus ut monestario et parosiae malinensi auctoritas revetaque Herzl, auf mit der Donaterei während die Cutscenes, bitte. Dankeschön. Principium jus baptimatale et funerarium, curationem tote civitatis malinensis et presertim patem ex reditibus metallicis. Sodalitas est dissolvenda. Est templos antipapale diroendum. Et ut lapide usuri sint ad proposita laudabilia. Traditiones sustinemus, non rebellionem sine causa et sine Deo ut ei. Intelligo. Sententiam vestram intelligo. Magnificum. Speramus tenor sustentorum esse.
Dominus vobiscum. Et tecum, Eminentia. Was zum Fick machen wir hier? Ich kenne mich nicht aus. Mit dem Janosch muss ich schmerzen, hat's geheißen. Savoy. Wir müssen helfen, Heinrich und anderen. Das machen wir am besten, indem wir unsere Tarnung aufrechterhalten. Ich nichts verraten. Du und dein Latein, das am wichtigsten. Ja, immer Ich am bräuchte Trog etwas des Hilfe. Weines naschen. Verstehe. Hier gibt's vieles Alkohol. Aber trinke nicht zu viel. Keine Sorge, Mutter. Kerl, der uns hergebracht hat, beobachtet dich wie Adler. Benehmen Godwin, wie echter Legat. Herrgott, du machst mich noch nervöser, als ich es schon bin. Ganz ruhig, Kamuschko. Einfach so tun, als ob wissen, was du tust. Als ob du verstehst, diese dummen Küchentrottel. Bla 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 bla. Und in meinem Kopf noch eine gute Idee. Ja, welche denn? Raus damit! Allora, dimmi. Als du gesprochen hast von Wein, Janosch dachte, hey, ich frage nach mehr. Wachen in die Stadt gegangen, sind alle weg. Kein Kampf für unsere Leute. Die sind gut. Angelegenheit kümmern sollen, statt diesen italienischen Also, das da unten, das da, der Buff neben der Lebensleisten ist übrigens der positive Alkohol-Buff. Ich glaube, dass das klang so. So. Mit wie, ich kann da mit jedem Einzelnen schmatzen. Da ist der Musa, den haben wir auch schon mal gesehen. Da haben wir, nein, mit dem schmatzen wir lieber nicht, der beobachtet mich. Was? Alienigena. Tua Eminencia? Quis es? Nomen mihi Musa. Existanti malia venio. Oh Gott. Alter, wie viel Scheißdialog auf Latein ist denn in dem Spui? Quo es in hoc concilio? Non es Christianus? Christianus non sum, sed multum de lesu Christi doctrina didici. Tenet me structura et hierarchia ecclesia vestrae notabilis est. Ad visem Sigismundi areae accedo et nabur solutionem discordiarum inspicere. Precipue modum in quo solvetur. Non dubito quintessetatio tecum fructifera futuram sit. Gaudeo. Ja, leg mir doch am Arsch, Alter, aber wie gehören wir doch jetzt doch nicht 8000 Dialogzeilen auf Latein an? Potesne mihi dicere quid arbitreris de hoc concilio? Gaudeo te sententiam. Okay, müssen wir stark sein. Wir müssen stark sein. Ich kann jetzt schon nicht mehr aufpassen, Leute, ich sag's wie es ist. Aroesia, Neviziana, se contendunt de sanctae Barbarae templo. Quod non parvos numus a conditoribus fet. Silentium ad hoc tempus meliorem statum. Das weißt doch nicht, ob der bloß zum Spaß da drin hockt. Ich glaub, dass doch keiner zum Spaß einfach nur drin hockt. Conatur hunc statum Oh, conservatum. krass, Alter, mit 16 Schädel. Cultura, Sitzung mit Est, Tomodare, die Autate, die Magio Poporo, die Magio Test. It non accidet. Das ist ein Vorschlag! Solutio est eos adducere ad reconciliationem. Ad postrenum ex maiore Jesu Christi gloria nituntur. Tantum sententia mea est. God, please, non no, necesse no, ut de ea no. consentias. Prudens videtur. Gratias ago. Libenter. Na bitte, erzähl mir nicht mehr über dich, geh weg! Abire de beo. Intelligo. Fortunam tibi exoptimo. Also das erste Mal muss ich mich, ich trinke jetzt nochmal einen. Fuck off! Ich kann, das ist wichtig, was Sie sagen. Mit wem haben wir noch nicht geredet? Ich weiß nicht, mit wem ich rede. Der hat ein lustiges Genier schon hin. Kann man da mal... Nein. Was der Pater Fratres sagt. in Christo. Vestra Eminentia. Laudetur eum in eternitatem. Audire velem rugationes partes tue. Id est sodalitatis. Si potestis. Previter et clare. Ad libitum, Eminentia. Magis auctoritatem monasterii et clerici paroetiales aedis malinensis non toleramus. Tantum de utilitatibus suis cogitant, non te utilitatibus urbis. Ich sage euch jetzt was. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir das machen in über 30 oder 35 Stunden Playtime.
Ihr lest ja auch bloß da unten mit. Ha? Die 0,2%, die da irgendwas verstehen darin von diesem Lateingedöns, ich warte jetzt nicht, bis der Dialog beendet ist, wenn ich fertig bin mit da unten lesen. Und ich lese einigermaßen gediegen, geschwindigkeitstechnisch. Drücke auf die rechte Maustaste und drück's weg, weil sonst rast die aus. Ich lese schon nebenbei, oh, das geht nur zeitlich so. Leck mich bloß am Arsch, Alter, ich krieg einen kompletten Vogel. Wow! Oh! Domus integram independentiam sedleci et transitio Sed letium auctoritatem suam in parte orientali Montis Cutna Principale templum Montes Cutnae Sancta Barbara eret. Intelligo, perfecti. Gaudebimus sinos sustinebis, Eminentia. Irgendjemand hat geschrieben, reden mit dem Vogt. Machen wir. Ich bin um jeden Tipp dankbar, weil das ist echt sage Scheiße. Das ist echt sehr scheiße und ich glaube, dass ich da... Cum Laetitia sermonem tuum finalem audiam. Der ist shit, Alter. Domini Hieronyme. Quid vis, Kardinal? Nach Wein fragen. Könnte mich den Rat nehmen, niemand ist hier, um uns zu bedienen. Ich weiß, ich habe kein Problem damit, weil da gerade jemand schreibt, 70% quatschen die in dem ganzen Spiel. Das darf ich sogar auf 80, 85% anheben. Da habe ich kein Problem damit. Aber ich will diesen Lateingeschwafel-Scheißdreck her. Krieg einen Schlaganfall. Wulflig, was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Ich hole mir jetzt einen Kasten und besauf mich. Kann doch nicht sein, dass der Gudwin der Einzige ist, der hier säuft und bei dem, ich zitiere, Mama Pipi Kerkerbrei, das ganz Tolle. Merci dir, Schluss jetzt. Meiner Merci für den Zwiegel. Einfach die Ansprache halten. Ja, das ist überlegt, aber wir kommen zu der Ansprache hin. Da werde ich mir ja erst durch die ganzen Dialoge quälen müssen, oder nicht? Introducesne mihi alios homi. Magnus iam novisti, abbatem Johannem et sacerdotem con personam archiepiscopatus pragensis gerit dominus. Albicus et dominus musa ex malia quoque domini Andreas Pollner, Franziskus Rosenthal, Vasclavuske Vorsucher, ei maximi in cole nonnulli conditore et alii in turi pal... Inusitatum est quod mini... Multum doleo scilicet... Sed non adest. Debuit advenire vir, promissit it assessuro... Accidit. Quid dixisti? Nihil. Excusame de... Hoc vinum bonum. Gaudio et... Putasna unum vel duo vasa sumere put quis non. Certe. Legatum in cellam vinariam mitto. Vinum... Milda, suche Josef. Der soll jemand mit mehr Wein schicken. Nehmt einen Karren und bringt mir 3 Fässer. Ave. Dominus tecum. Okay, bitte um Wein. Haben wir geschafft. Oder haben wir lauter Fässel. Du, ich sauf jetzt einfach nochmal an, weil es mir wurscht ist. So, und jetzt? Jetzt haben wir nach Wein gefragt. Und dann? Da wird schon wieder jeden Namen vergeben. Oh, haben wir jetzt ein bisschen angetüdelt. Hilf Heinrich, halte die Abschlussrede. Jetzt wieder. Machen wir die Abschlussrede. Da werden wir uns wahrscheinlich hinsetzen müssen. Oder auch nicht. So, nicht gerade irgendein Interaktionsbutton gewinnen? Oder muss ich da mit ihm schmerzen? Muss ich da mit ihm schmerzen? Ah, okay. Sollen wir loslegen? Fang an, sobald du bereit bist. Hauen Sie rein. Du solltest anfangen. Ja, Kurva. Na schön, machen wir es. Herren, seien still alle, bitte. Ihr alle warten auf diesen Moment. Jetzt kommen die Entscheidungen. Alle hören wir Worte von Legat, geschickt von seiner Heiligkeit Papst Bonifacia. Seine Eminenz, Kardinal Lorenzo Pozzo.
Domine Abbas, Patres Ecclesiastici, Domine incolae urbis, hodie convenimus, in splendido congressu, ut problema grave persolvam, cuius est administratio spiritualis urbis, et quis fundationem edificationis templi sanctae Barbarae dicati curabit, commendato sancto patre legato sum, ut sententia cum ambabus partibus locatus sum, rogatis Muss jetzt die Entscheidung treffen. concilium meum Musa hat recht. Weg der Versöhnung wählen. Die Bürger haben recht, die Bruderschaft. Ja, Alter, was weiß ich denn? Ich mach jetzt einfach. Atlatus eorum inclino qui pecuniam tenent. Atlatus incolarum montis cutna. Hi mutationes inceperunt. Sodalitatis initium et novi templi edificationem sustinerunt. Secundum desideria Sonst ist es mir scheißegal. Sodalitas presidium omnium terrenorum montis cutna accipere. In colas orbis audire. Hi administrationem spiritualem intelligum? Non tantum de administratione spirituali loquimur, cardinales benedicit. Debemus tantum de interrogare. Audite nunc concilium meum, quod fiducia papae donationes urbanas ecclesiasticas tantum sodalitas et clerici monasterium silesianum et paroecia malinensis tantum paroecias conservabot. Tale concilium resolute interpello. Revertere ad statum appunc non nullus annos. Impossible. Visne pauperis fiamus. Delere gloria monasteri Settiziani nuntium instans mitamos papae bonifatio et interrogationem rogabimus et novum legatum. Quisque alius certe medius et in beneficium. Bin gewillt, ihn lächerlich zu machen, aber machen wir so. Placatus sis, Domine Abbas. Concili mei causas satis exposui. Si eas accredere vis potes. Non impecet puto papam Bonifatium pene certe verba mea confirmaturum esse. Sed, cum domini cardinales consilio pugnare non possumus. Tantum in vano tempus amites, quo alita uti potes. Media bona nostra perdemus. Et eis sanctam tranquillitatem emetis, omnes contentiones operose finient. Declaro concili finem esse. Gratius tibi ago, Deus mi. Gepriesen sei der Herr. Lang lebe der päpstliche Legat. Möge er ein langes, gesegnetes Leben haben. Wir haben gewonnen. Wir treffen uns nächsten Donnerstag und klären alle Einzelheiten. Es hat ein Vierteljahrhundert gedauert. Gepriesen sei der Herr. Dem Himmel und Papst Bonifatius sei Dank. Gepriesen sei der Papst. Ein Hoch auf den Papst. Also können wir nach Hause gehen, ja? Es wird Zeit, Abt. Hurra! Lang Schmatz, lebe jetzt wieder die Deutsch. Bruderschaft. Das wäre geklärt. Oh, das ist gut, schlecht. Ich habe keine Ahnung, was ich da habe. Heinrich. Das muss ich jetzt einfach schnell sagen. Das war bis jetzt der anstrengendste Teil im ganzen Spiel. Weiß ich nicht, da Lefty Lee, da gibt es nichts zum Auskennen. Wir selbst kennen wir uns in dieser Situation, glaube ich, gerade nicht aus. Wir hören zum ersten Mal die Probleme dieser Bruderschaft und zum ersten Mal die Probleme von diesem Kloster und wir stehen einfach nur da und hoffen, dass wir nicht erkannt werden, dass wir nicht der päpstliche Legat sind. Das, glaube ich, ist mir das Allerwichtigste gewesen. Jetzt schauen wir, was der Heinrich währenddessen tut. Das ist ja die zweite Gruppe, die irgendwo umeinander pimmelt. Hauptsache es ist wieder Deutsch geredet, das ist das Allerwichtigste. Mein Problem ist, dass ich schon wieder zum Pissen muss, wie ein kleines Schuldirndl. Avete tutto, Nein! signori?
Ach du Scheiße. Sì, bella moia. Weiß jeder, was er zu tun hat? Gehen wir nochmal den Plan durch. Ich kümmere mich um das Osttor und die Wachen in seiner Nähe. Valchelin beseitigt die Wache am Westtor. Du kannst auf mich zählen. Bula besorgt uns Werkzeug aus der Schmiede, damit wir ein Loch in den Korridor schlagen können. Ja, das brava. Und du, Heinrich, wirst dich um die Patrouillen im Hof und auf den Wehrgängen kümmern. Hey, aber hört mal her. Wir sollen in der Küche bleiben, bis die Ratssitzung beendet ist. Seht also zu, dass die Wachen euch nicht zu früh entdecken. Haltet euch bedeckt. Wenn alles vorbei ist, treffen wir uns am Brunnen. Verstanden? Ich hab das jetzt nicht ganz hundertprozentig verstanden. Darum drücke ich jetzt da auf nochmal und lauf ganz schnell zum Bieseln. Vielleicht fällt's mir dann wieder ein. Kannst du das wiederholen? Hör genau zu. Ich, Osttor. Brabant, Westtor. Bula, Werkzeuge. Du, Hof- und Wehrgänge. Und pass auf, dass du nicht zu früh bemerkt wirst. Dann treffen wir uns alle beim Brunnen. Verstanden? Ich gehe jetzt ganz schnell bieseln und währenddessen drücke ich da auf noch einmal und dann... Kannst du das wiederholen? Vielleicht fällt es mir auf dem Weg zum Bieseln wieder ein. Ich, Osttor. Brabant, Westtor. Bula, Werkzeuge. Du, Hof- und Wehrgänge. Und pass auf, dass du nicht zu früh bemerkt wirst. Dann treffen wir uns alle beim Brunnen. Verstanden? So, ich drücke jetzt da auf noch einmal und ich gehe schnell bieseln. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Kannst du das wiederholen? Hör genau zu. Ich, Osttor. Brabant, Westtor. Bula, Werkzeuge. Du, Hof- und Wehrgänge. Und pass auf, dass du nicht zu früh bemerkt wirst. Dann treffen wir uns alle beim Brunnen. Verstanden? Ich drücke jetzt da auf noch einmal und dann gehe ich schnell bieseln und vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Kannst du das wiederholen? Hör genau zu. Halt doch jetzt dein Maul mit deiner Scheiße, du Trottel! Pass auf, dann. So, was muss ich tun? Okay, wir treffen uns alle beim Brunnen. So, was muss ich tun? Jetzt muss ich halt ernsthaft nochmal auf nochmal drücken, weil ich nichts gehört hab! Ich hab kein Headset auf! Kannst du das wiederholen? Hör genau zu. Ich, Osttor. Brabant, Westtor. Bula, Werkzeuge. Du, Hof- und Wehrgänge. Und pass auf, dass du nicht zu früh bemerkt wirst. Dann treffen wir uns alle beim Brunnen. Verstanden? Okay. Verstanden. Okay. Wir gehen nacheinander. Ich bin ein bisschen Ganz behindert. unauffällig. Ich komme als Letzter aus dem Gang. Mir ist eine Tür aufgefallen, die von dort wieder zu den Wällen führt. Vielleicht können wir sie unbemerkt benutzen. Verstanden. Dann ist es abgemacht. Ich habe mitbekommen, dass einige Wachen wegen des verdammten Legaten ihre Posten verlassen. Also spielt Godwin seine Rolle. Umso besser für uns. Gehen wir. Unauffällig und leise. Aber schnell. Was heißt jetzt, dass die Wachen im Hof und den ganzen Schund... Jetzt warte mal, was hat mich überhaupt für... Ich hab überhaupt kein Messer und nix. Was soll ich? Tu mir. Den Walle fällt mal her. Das ist ja auch kein Dingsgewand, nicht zum Schleichen hin. Nimm mir das Gewand daher, du. Oder? Was sei nicht? Passt, ich messe wieder zurück. Wie ich gedacht habe, dass der Stream... Schalte die Wachen aus, okay. Ist da ein Gebiet eingekreist oder wie? Okay, alle Wachen da herin. Okay. Ja, probieren wir's. Da bin ich gespannt jetzt. Sneaky sind wir eigentlich gar nicht so schlecht geskillt und so. Darfst du die umziehen jetzt? Ja, dachte ich mir schon. Der Hut, oh, der Hut. Aber der Hut ist so auffällig, den können wir jetzt gerade überhaupt nicht brauchen. Es ist ja noch nicht in Aussicht. Jetzt müssen wir erstmal langsam da. Müssen wir erstmal schauen. Erstmal die Lage sondieren, Kinder. Kann man da umspringen? Nein, kann man nicht.
Okay, bin schon stark. Hab ich nicht gescheit gesehen. Müssen wir schauen, wo da überhaupt Wachen sind. So. Verstehe. Scheiße. Ach du Probieren wir es jetzt einfach gnadenlos. Das hilft ja nicht. Und den tragen wir da hin, wo er hergekommen ist. Hopp, 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 hopp. Einfach da ins Eck hinten. Und dann schauen wir mal. So. Damit wir das nicht 5000 Mal machen müssen, wird jetzt einfach gespeichert. Okay, wir nicht rein, passt schon. Hoppala, warte mal. Ausgerannt haben wir es noch alle, gell? Oh! Muss ich ein bisschen auf Zeiten gehen. Da haben natürlich Kies drin. Die nehmen wir natürlich mit. Nachtfalkentrank wird nicht schlecht. Das ist eine richtig gute Idee. Ja. Vielleicht haben wir, warte mal, vielleicht haben wir noch ein paar, wie bei einem Haufen so sagen wir, was haben wir da? Bockblut erhöht 20 Minuten die Ausdauer um 30, brauchen wir nicht. Fuchsdrang verbessert Sprechen um 3 und erhöht deine Lesegeschwindigkeit. Handel in mehr Energie. Katerbier brauchen wir nicht. Ringelblumen brauchen wir auch nicht. Fliege verbessert 20 Minuten lang Handwerk und Stehlen brauchen wir auch nicht. Energie 10. Ringelblumen, bla 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 bla. Schwacher Schützentrank, schwacher Trank des Machen wir einen schwachen Trank des Nachtfalken. Machen wir so. Aber dann singen wir in der Nacht besser, wer nicht weiß, was das für Trank ist. Was haben wir da? 5 Minuten lang an. Verbesserte Viertel des Tages das Reiten und Hunde halten. Starker Fuchstrank. Brechen um 5 starken. Ja, Fuchstrank nehmen wir mal, weil wenn uns die Wache erwischt, können wir uns vielleicht irgendwie ausschmatzen. Keine Ahnung, vielleicht hilft das was. Das muss man nicht zum Beutel hinzufügen, den saufen wir uns jetzt rein ins Mal. Gegen Schmerzen, sonst haben wir da nichts, was wirklich die Stärke für 10 Minuten um 4, dann brauchen wir nicht. Na gut. Jetzt schaut. Das ist jetzt so schwierig zum Einschätzen, da uns der. Was ist mit dem da? Das ist ein Gemälde, Alter. Warte mal. Hey, du kannst im Dunkeln nicht rum. Schluss damit. Du bist hier nicht in Italien. Gnade! Ich gewähre dir keine Gnade! Probieren wir, ob es funktioniert. Pass auf, was wir hier mit Verbrechern machen, Bastard! Los, komm her! Du Hurensohn! Strafe durch das Schwert! So halt! Kurva! Ich blute! Schau mal, was wir so kriegen. Ach du Scheiße. Okay, lassen wir das. Müssen wir als Top verzeichnen. Das müssen wir als Top verzeichnen, das hilft nicht. Ups. Okay. Es hat sich nicht so angehört, als hätte er Alarm gerufen. Keine Ahnung. Das war jetzt ein bisschen dumm, dass da der Stehlen-Move nicht gegangen ist, aber gut. Müssen wir anders mal. Und jetzt gehen wir mal da rauf. Was haben wir denn da herum? War da herum aus? Nein. Schleichi, Schleichi. So, das machen wir jetzt so. Hä? Ihr müsst halt hingehen. So, die Leiche nehmen wir mit und tragen wir. Oh, jetzt hab ich gemeint, da ist einer unten, Alter. Wir sind beim Schleicher auch gut aufgestellt. Wenn ich natürlich anstehe wie ein Vollidiot, dann natürlich nicht. Wenn man schräg von hinten hingeht, funktioniert es nicht. So, den legen wir da auf. Schlafi, Schlafi. Tränke, wo? Oh shit, Tränke, genau. Nahrung, den hauen wir uns schnell wieder rein. Schwacher Trank des Nachtfalken, einen Fuchstrank können wir uns sparen. Aber Stärke, glaube ich. Warte mal. Wir haben noch irgendwas mit Stärke gehabt. Schützentrunk brauchen wir nicht, unterdrückte Verletzungseffekte, weniger Gesundheit und Blutung. Stärke, glaube ich, hilft beim Überwältigen von hinten. That's what she said.
Aber ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Ja, scheiße, gell? So, speichern. Es ist finster. Ja, jetzt ist es nicht mehr finster. So, jetzt pass so, warte, jetzt müssen wir da einen nach dem anderen müssen wir irgendwie da herlocken. Warte. Kann leider durch die Stirn, durch den Boden nicht. Ah, die zwei werden kreislig. Ah ja, okay. Wie schauen wir da überhaupt Leute sind? Wer ist denn hier? Wieder zu mir? Warte mal, kann man da zusammenarbeiten irgendwie? Weil das macht natürlich die Welt schon ein wenig leichter. Also tut denn ja nichts, Mr. Brabant. Mr. Brabant? Warum nichts machen Sachen? Ja, da zwischen den Wagerl ist eigentlich ein guter Punkt und ich glaube nicht, dass er da irgendwas sagt. Seltsam. War anscheinend doch nichts. Okay, da ist jemand. Steht gegenüber. Habe ich das nur geträumt? Schneller, 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 schneller. Ist mir schon klar, dass es finster ist, aber ich meine, der sagt ja die Fackel 20 Meter vor sich ausgeht, oder nicht? Den schmusen da um. Wir speichern mal und weiter geht's. Er müsste jetzt nämlich auch wieder da ans Tor hinkommen. Gehen wir jetzt schnell da außen rundum und dann stechen wir ihm, locken wir dann dieselbe Stelle hin, stechen wir ihm ab und gleich vorbei. Das ist ihm gleich vorbei. Ah, der andere hat da gerade verloren, gell? Kann natürlich immer passieren, dass da irgendjemand ist, den ich noch nicht gesehen habe und der da irgendwo raus spaziert, aber bis jetzt schaut es ganz gut aus. Haben wir da ein kleines Heifel. Ja. Los. Was mir da dazu einfällt. Geil! Ja. Muss die Leute noch ausräumen? Nein, ist mir wurscht. Oh, was tut der da? Ah ja. Sehr gut. Muss gleich also stehen bleiben, mein Freund. Easy. Dann tragen wir jetzt aber auch noch Treppen auf, nicht, dass da dann später irgendwie Leute kommen und dann was mitkriegen. Aber bei dem einen waren die Schlüssel noch. Die habe ich. Ach, habe ich die nicht. Ja, muss ich noch mal schnell reinschauen. Hast du recht, Herr Riese-Mike, hast du recht, müssen wir noch schnell reinschauen. Achtung. Den dürfen wir natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob wir die alle mitgenommen haben oder nicht. Ja, genau. Schlüssel für alle Türen und Truhen. Groschall und Schlüssel zur welchen Rüstkammer. Ist das immer der Rüstkammerschlüssel? Schauen wir mal. Da ist immer die Rüstkammer. Ja, passt schon. Schlüssel haben wir. Alles haben wir. Jetzt gehen wir zum Brabant. Brabant! Bloß gib mir mal ein Paket! Hast du die beiden am Tor nicht erledigt? Was zum Henker sollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich bring's einfach nicht fertig, sie kaltblütig zu ermorden. Im Schlachtfeld ist das etwas anderes, aber das... Ich bin kein Mörder, parbleu. Was sollen wir jetzt tun? Was Ein machst du Riech. hier? Que puis-je dire? Brabant verhöhnen? 100, mit dem stimmt was nicht. I fucking guarantee it. Und die ganze Zeit sage ich schon. Unser Baron Brabant ist an seiner Aufgabe gescheitert. Sus as fuck. Nun, es ist nicht so, dass ich gescheitert wäre. Ist das Tor gesichert? Nein. Also bist du sehr wohl gescheitert. Verflucht, Vachelin. Sei es drum. Abgesehen davon ist alles vorbereitet.
Also dann, Heinrich, sollen wir uns aufmachen? Wieso kann ich da jetzt auswählen an die Arbeit oder das mache ich allein? Natürlich machen wir uns auf. Gehen wir's an. Anscheinend sind nur noch diese beiden übrig. Offenbar wissen sie nicht, dass wir hier sind. Also können wir sie still und heimlich ausschalten. Das machen wir. Wieso habe ich jetzt eine Fackel in der Hand? So, jetzt passen wir an. Was ist denn jetzt? Leck meine Stiefel! What the fuck ist jetzt? Her mit ihm! Raffel durch das Schwert! So habe ich es am liebsten. Komm, Schwert aus, Schwert aus, Schwert aus. Mein Zigarettenschwert aus jetzt! Mit dir mache ich kurzen Prozess. Gelobt sei die heilige Mutter Gottes. Er hat gekämpft. Er hat gekämpft, aber jetzt brauchen wir einen Ringelblumenaufguss, weil sonst können wir uns nicht heilen. Und ich glaube, ein Verband war wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und einmal ist sonst, wo ist denn das drin? Verband ist, glaube ich, unter Sonstiges, oder? Da ist er. Kann man nicht benutzen, ja gut. Sprich am Brunnen mit Herrn Hans. Ah, es ist so. Jetzt haben wir wieder die Scheiße da, dass wenn irgendwas hell ist, das so krass hell ist, dass es spät ist. Die Fix. Hat die Wache ihm umgehauen. Das ist ein Täuschungsmanöver. Der Franzose hat nur eingegriffen, weil er musste. Bin ich mir sicher. Bin ich mir sicher. Wir kriegen natürlich gleich volle Kanone aufs Mal, weil wir unsere Rüstung nicht haben, aber mit der können wir natürlich nicht schleichen. Es lief gut. Wo ist Bule? Gute Frage, wo ist der Bule schon wieder? Wo ist Bula? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir tun? Jetzt, wenn der Bule der Maulwurf ist, dann scheiße aber her, das ist schon klar. Sollen wir auf ihn warten? Ich meine, das wird nicht funktionieren. Wir warten auf ihn. Dich hat niemand gefragt. Herr Capon? Vielleicht ist er in der Küche. Er hatte ein Auge auf die Köchin geworfen. Du glaubst doch nicht etwa, dass er... Doch, genau das glaube ich. Akimeno, er kann doch nicht so töricht sein. Er würde doch nicht den Erfolg der ganzen Operation gefährden. Schischka hat klare Befehle erteilt. Vielleicht waren die Befehle aus seiner Lendengegend plötzlich dringlicher. No. Ich glaube, er findet nur das Werkzeug nicht. Er steckt sicher in einer dieser Schmieden. Da bin ich mir sicher. Wir werden schon sehen, wo der Gute sich rumtreibt. Gehen wir, Heinrich. Alter, der Hans ist voll im Arsch. Der hat sich voll niedernudeln lassen. Schau dir noch an, der kann fast nicht mehr. Find die Bulle. In der Schmiede. Bruder, was weiß ich, wo die Schmiede ist? Machen wir das Licht aus. Wir können doch da nicht einfach umeinander rennen, oder? Ist das Schmiede? Weiß ich nicht. Hey, was ist denn da drin? Oh, das ist ja alles auf. Schmiedeanleitung für Ritteraxt. Nimm ich mit. Münzprägewerkzeug. Nimm ich auch mit. Haben wir sie? Ne? Ja, kann ich da jetzt erinnern, Schmieden anfangen? Ich weiß es auch nicht. Bleibt mich schon so ein wenig anschauen. Ja, er riecht nicht hier, das ist mir schon klar. Aber wo ist der dann? Hola! Alter, ich schwör's dir, wenn der jetzt irgendein Aldi da irgendwo zusammenhaut, dann flippe ich aus. Flippe ich aus, das ist schon klar. Wo haben wir da irgendwas? Ne? Der will jetzt die Aldi wegflankt. Ich sag das, was ist. Wo haben wir denn da eigentlich? Ja, das ist die Außenmauer. Hilft uns das irgendwas? Nö. Was? Wusste ich's doch. Mamma mia! Anna, ma che cosa stai facendo? Giuseppe, wieso bewahrst du nicht das Tor, hä? Signore dei cieli, vedi come mi tratta questa donna? Appena mi gira un attimo, si attacca al primo cazzo che vede! Ty kurwa nie widzisz, że ja tu chędożę? Non sei uno dei nostri. Das ist der Kommandant, oder? Und ich hockt da und haut einfach Kirche zusammen! Halt doch den Maul! Der schlug mir nicht an! Bula! Chi diavolo sei?
Do licha ciężkiego, nie piszcz jak baba, broń się! Was ist mit dem Ah, Speer? però, quindi oltre a tutto, siete anche degli intrusi, impostori. Pagherete per questo. Ja, du Fettbacker! Heilige Maria! Wenda, Hilfe! Możesz sobie wołać kogo chcesz. I tak, obaj szczęśniecie. Hai capito bene. Combatti! Richtig! Com'è? Vieni a darmi una mano con questi bastardi! Si nieder! Dam ci w mole! Dich wohl zum Trottel! Was zum Fick ist gerade passiert? Wo ist der Bulle? Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht haut er Kirchen zusammen. Ja, schauen wir mal. Was ist denn mit dem Spul aus? So, was hat denn der dabei gehabt? Oder was scheint's? Ah, hab ich schon das 5000 Mal. Ich tue deine 50 Groschen ja nicht, der Fotz, der Trottel. Was hat eigentlich er wollen? Wer ist denn er? Wenda, der Koch. Also, das war das ihr, oder? Gut, dass der lästig ist, das kann ich verstehen. Für nichts und wieder nichts. Biedny? Nie przesadzacie zbytnio do kurwy nędzy? Jakby umiał sobie tę babę dobrze wychować, to by jeszcze dychał. Mère de Dieu. Heinrich, was denkst du über die Taten dieses Trottels? Bula ist einfach unwiderstehlich. Ha! Patrzcie no, młody mnie rozumie. Er hätte alles vermasseln können. Ale nic nie spierdoliłem, także zamknijcie jadaczki. Dzięki za wsparcie, Henryku. Ich verstehe zwar nicht, was du sagst, aber mir dünkt, dass es dir gefällt. Narzędzia mam. Także zabierzmy się do roboty. Es ist so Sag gut, mir, einfach. hattest du Zeit, um das Werkzeug zu besorgen? Nein, ich hab's der Kirche besorgt. Immerhin hat er eine Sache richtig gemacht. Cicho! A teraz wszyscy pójdźmy do tej piwnicy i znajdźmy miejsce, gdzie łączy się z korytarzem. Ziszka ma stukać z drugiej strony ściany, więc chyba go usłyszymy. Dann mal los. Halt doch dein Maul, ich flipp aus. Hey, was haben wir da? Salz drin. Es ist so gut. Der Bruder ist fast noch geiler wie der Kubienka. Er fegelt einfach gehen. Währenddessen mir da einfach alle, die wir so schnell mal da. Ja, egal. So, was haben wir da? Ziszko! Eine stabile Wand. Wenn das da so wieder schaut, wie total voll Depp. Alles tue ich so, hä? Muss ich jetzt da hören, oder was? Was Ziszko! No, nicht hier. Was wir vielleicht... Wir haben ja immer nur den... Muss ich vielleicht... No, nicht hier. Vielleicht woanders? Hallo? Vielleicht irgendwo ganz woanders? Für mich nicht gut. Hier sind sie. Ich habe sie gefunden. Jetzt hauen sie einfach die Wände durch. Ist das so einfach? Das kann nicht wahr sein. Seht nur, wer da ist. Erstmal mit dem Kleinen. Das war laut. Das war laut. Oh, Soundtrack. Es ist ja wirklich nicht auszuhalten mit den beiden Kerlen.
Italien gehört uns. Ach ja, Scheiße, WM gibt's ja auch noch. Katharina! Ah ja. Schönen guten Tag. Meine Herren. Bitte verzeiht diese kleine Unterbrechung. Darf ich mich vorstellen, ich bin Hauptmann Jan Žižka von Trostnov. Dies ist ein Überfall. Und ihr seid meine Gefangenen. Na endlich! Ich hab sowieso die Nase gestrichen voll. Oh, mein Gütiger. Was denkt er? Was? Das gibt's doch nicht. Wachen! Ergreift sie! I don't think so. Stehe da mit meinem großen Peterhut. Godwin, Gemeindepfarrer von Uschitze, stets zu Diensten, Hochwürden. Er ist der Geilste. Und jetzt? Hältst du dein scheiß Maul oder du kriegst meine Faust reingestopft? Es ist so gut. Das ist verdammt gut. Und jetzt zurück zu unserem Anliegen. Schließt die Tür. Keiner geht rein oder raus. Gotowe, panie dowódco. Wszyscy ocalali są zamknięci w sieni. Już nawet nie mieli siły walczyć. Kurwa, zero zabawy. Ich weiß nicht, was du da redest, Bula, aber gut gemacht. Aber du nicht vergessen Janosch, der auch helfen. Und jetzt schnappen wir uns das Silber. Ja, die königliche Schatzkammer wartet. Hol den Schlüssel raus, Heinrich. An die Arbeit. Wartet mal. Was wird aus den Gefangenen? So haben wir das nicht abgemacht. Müssen wir probieren. Ganz recht, Žižka. Wir müssen die Adligen befreien. Je eher, desto besser. Die Gefangenen werden in den Gemächern von König Wenzel festgehalten. Also müssen wir uns um ihr Wohlergehen nicht sorgen. So einen Kerker hätte ich auch gern. Unsere Vereinbarung steht, Herrin. Wir werden deinen Vater und die restlichen Adligen befreien. Aber hauptsächlich sind wir hier, um diesen rothaarigen Mistkerl um sein Silber zu erleichtern. Ganz recht. Das Silber ist doch vollkommen egal. Mein Vater wird hier vom mächtigsten Mann ganz Ungarns gefangen gehalten. Was, wenn er ihm wehtun will? Ich möchte etwas sagen dazu. Nicht jeder Mann in Ungarn ist verrückter Scheißkerl. Nicht alle so charmant und gut aussehend wie Janosch. Aber der Csaba gar nicht schlecht. Weißt du was? Lass Janosch reden mit ihm. Wenn du meinst, nimm aber Bula mit, nur für den Fall. Zabawimy się. Nein, nicht. Ich will sie begleiten, sollen wir uns das Silber schnappen? Machen wir mal eine Begleitung. Ich will sie begleiten. Du uns nicht trauen, oder wie? Eigentlich gar kein so schlechter Einfall. Heinrich wird dich begleiten, Janosch. Er ist der geborene Redner. Das hat er mir bewiesen. Ha, mehr oder minder. Gehen wir den Plan nochmal durch, damit jeder seine Rolle kennt. Zunächst öffnen wir die Schatzkammer, dann bringen Brabants Männer das Silber in die Burg Ruthard. Janosch, Bula und Heinrich unterhalten sich mit diesem Csaba. Vielleicht lässt sich das ohne Gewalt lösen. Sobald die Herren frei sind, bringst du sie in deiner Festung in Sicherheit. Wie der Hauptmann es befiehlt. Jemand muss auf dem Wehrgang Wache halten, bis wir das ganze Silber haben. Wir wechseln uns ab. Verstanden? Verstanden. 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 Ja, verstanden. Verstanden. Jasne, kurwa. Und nun, endlich! Silber! Hurra! Mach schon auf, Heinrich! Es ist so gut gemacht. Das ist unfassbar. Sowas habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. O kurwa, to nam kupi dużo ruchanka.
Das wird diesen rothaarigen ungarischen Wichser ankotzen. Du kennst den Weg zum Roten Tag, mon ami. 100%ig. Also, Mann. 100%ig! Worauf Haut der warten wir? Franzosen-Deppen im Süber! 100%! Mark my words! Er hat gerade gesagt, Achtung, halt, stopp, er hat gerade gesagt, der Franzosen-Sepp und seine Männer tragen das Silber davon. 100%ig haut der ab. 100 Pro. Heinrich, legen wir los? Ciekawi mnie ten osiłek. Jetzt pass mir auf, was wir da deren, da ziehen wir unser Gutsgewand an. Ist das unser Gutsgewand? Das ist nicht unser Gutsgewand. Ach, da schlagen wir's! Wo gehen wir hin? Da rein, oder was? Tun wir's. Das ist der falsche. Ups. Aus dem Weg. Oh, meine müssen, hä? Ah ja. Müssen wir jetzt da die 5 Kilometer lange Wendeltreppen rundherum. Was ist jetzt? Irgendjemand läuft mir noch. Mach langsam, Bursche. Wenn du was mit mir bereden willst, dann mach das schön langsam und freundlich. Verstanden? Biest. Der Welsche Hof gehört uns, Chaba. Lass die Gefangenen frei und dir wird nichts geschehen. Probieren wir's mit reden. Langsam, Jungs. Keiner bewegt sich. Wieso reden wir nicht einfach, hm? Über das, was ihr wollt. Und das, was ich will. Ja, wir Leute vom Land regeln sowas friedlich. Hä? Meinst du das ernst? Du kommst wirklich aus meiner Heimat? Aus Trencin, Queseloco. Na sicher, der Akzent. Was für ein Glück. Ich komme aus Buddha. Doch meine Frau und ich wohnen in der Nähe von Cete. Wir sind sozusagen Nachbarn. Ja, stimmt. Nachbarn. Vielleicht kennen wir ja sogar dieselben Leute, hä? Also, sei freundlich und lass die Herren frei. Soll doch niemand sterben, oder? Ale mógłby. I to diabelsko szybko. Niech o tym nie zapomina. Hört mal. Ich habe euch vom Fenster aus gesehen. Saubere Arbeit, das muss ich gestehen. Ich weiß auch, wie viele ihr seid. Mehr als genug, um es mit nur einem Mann aufzunehmen. Nur leider bin ich dieser Mann. Wenn ich muss, roll ich euch alle die Treppe runter. Einen nach dem anderen. Scheiß auf Nachbarschaft. Probieren wir's einmal. Ganz ruhig, Chaba. Wir müssen nicht kämpfen. Wir können Wirklich Freunde krass. sein. Lass die Herren frei und du kannst gehen. So läuft das nicht. Ich bin Sigismunds Diener und habe die Pflicht, für ihn zu kämpfen und auch zu sterben. Und sterben werde ich heute nicht. Myśli o sobie jakiś z niego gladysz. Już dawno nikt mu nie obił mordy. Da kann aber zumindest Spätsinn von Takich uns sterben. Ich mag wycyskanych nicht, dass der Bruder wytworników też stirbt. najbardziej nienawidzę. Kurwa, urwę mu łeb. Beruhige dich, Bula. Wir sollten das friedlich lösen. Es wäre sicher in Žižkas Interesse, wenn wir das ohne Kampf regeln könnten. Žižka, No do diabła. Ale cóż innego miałbym zrobić z tym padalcem? Überlass mir das! Hör mal, Chaba. Wir alle nur Menschen sind. Sogar Nachbarn, du Bietsche? Regeln wir das friedlich, hä? Wir wollen, dass du unsere Herren gehen lässt. Mehr nicht. Und ich sagte dir bereits, dass ich das nicht tun kann. Das würde schlecht für mich enden. Das muss es nicht. Hör zu. Das ist königliches Silber. Und zwar jede Menge. Und es gehört jetzt uns. Was, wenn etwas davon geht in deine Taschen, hä? Nicht in die von Sigismund oder einem scheiß Herren, sondern von Chaba. Versuchst du mich zu bestechen? Ja. Schlaues Kerlchen. Jeder hat seinen Preis. Wie hoch ist deiner, hä? Was nützt mir selber, wenn mich Sigismund köpfen lässt, sobald ich ihm in die Hände falle? Ich habe ein Haus in Cete und eine Familie. Ich will nicht bis an mein Lebensende in einem fremden Land auf der Flucht sein. Wenn ich sie gehen lasse... Ich denke nur laut nach, ja? Wenn ich sie gehen lasse, was sage ich dann Sigismund und seinen Männern? Nichts verraten. Es war eine Situation, in der es um Leben und Tod ging. Wir haben dich besiegt. Du wurdest krank. oder einen gelben Zettel vom Bergdoktor gekriegt, oder was? Sag ihm, dass du krank wurdest. Das ist etwas, das selbst Königen passiert. Aber nur manchen. Ich gelte dann höchstwahrscheinlich nicht mehr als der stärkste Mann Ungarns.
Und meine Tage als königlicher Kerkermeister wären damit gezählt. Andererseits bedeutet das, dass ich nicht mehr den lieben langen Tag auf Leute aufpassen muss. Siehst du das? Dich erwartet ein neues Leben. Dich erwartet ein neues Leben. Ein friedlicheres Leben, so viel steht fest. Wie dem auch sei. Will ich überleben, muss ich persönlich einen Bericht über die Geschehnisse hier am Hof von Sedlitz einreichen. Doch um auf der sicheren Seite zu sein, schicke ich jemand anderen mit dem Bericht zu Sigismund. Spaß beiseite. Ich gebe dir Zeit bis zur Dämmerung. Du hast mein Wort als Adliger. Mehr kann ich nicht tun. Nein, niemand darf davon erfahren. Mir bleibt keine Wahl. Wenn wir eine Abmachung treffen, musst du sie auch respektieren. Ich hab das Gefühl, wenn wir gegen den jetzt kämpfen, egal was wir deren, der Bula oder der andere war mir relativ wurscht, aber einer von unseren Kameraden, wenn nicht sogar vielleicht beide, sterben. Mich darf interessieren, wie krass das ist. Das ist ein typischer Fall für eine Umfrage. Umfrage starten. Was der man mit dem Fragezeichen laufen lassen? Angriff. Umfrage gestartet. Im Chat. Los geht's. Im YouTube-Chat selbstverständlich. Für alle. Wehe, ihr kommt so mit einem 50-50-Scheiß daher, dann deinstalliert es Sperr und gescheißen. Bei 200 Stimmen 52%, 55% sind für Angriff. Angriff! Du wirst niemandem ein Sterbenswörtchen erzählen. Schnappt ihn euch, Männer! Ding Dong, ihr Arschlöcher! Das war eure Todesglocke! Jetzt bin ich gespannt, wahrscheinlich kassieren wir einen Topf. Hej! Twoja matka ma taką kuciapę, że można by Tja, hab ich da wohl ein Schwert? Muss ich sagen. Jak tylko stąd się wydostaniemy, to wsunę całego prosiaka. Und also, Schlüssel zu den Kammern, Jabas Schlüssel, Groschen, oder nur so ist Schins. Da kann gar nix! Wann das? Wypiję może wina. Oż, kurwa, będzie jak w niebie. Ataman's Säbel, den kann man mal mitnehmen. Aber wir haben jetzt gerade sein Schwert gestohlen? Oh, schau her, was haben wir da? Ist Schins drin. Ein Rüstungssets. Den ganzen Bums und Verbände. Nehmen wir mit. Nein, so ein Feuerball, Junge. Heinrich. Vater! Mein Kind. Ich hab schon gesehen, dass er Sachen für 2000, 3000 hat. Die interessieren mich nicht mehr. Ich sag das, was ist. Ich hab so viel Schrott umeinander liegen für 20 oder 30.000 Groschen, die ich noch nicht verkauft habe. Du hast deinen Bruder gerettet. Und jetzt rettest du auch mich. Oh. Ich habe dir Unrecht getan. Sohn. Oh. Schau her. Da noch gut bin. Was, lebe wohl? Schön, dass ihr euch versöhnt habt. Finde ich auch. Mehr als du dir vorstellen kannst. Das ging schon viel zu lange so. Danke, Heinrich. Auch ich danke dir. Heinrich. Danke. Aber ganz Bussi auf Dorchi. Wir haben es geschafft. Was willst du jetzt tun? Was kann ich sonst noch für dich tun? Gleich hin neu geschleimt.
Kann ich etwas für euch tun? Wir haben keine Zeit, um uns anständig zu bedanken. Aber mir fällt gerade etwas ein. Wenn du dafür Zeit hast, sieh dich in König Wenzels Bibliothek um. Sie liegt irgendwo oben im Palas. Ich habe gehört, dort gibt es einzigartige Manuskripte. Und es stört ihn sicher nicht, wenn du dir ein paar Bücher von dort ausleihst. Interesting. Kann ich da jetzt auf dem Ding rumlaufen? Da muss man schon schnell durchlooten. Ich habe nämlich gerade überlegt, wenn man von dem, den wir gerade da Schlange haben, seinen Namen schon wieder vergessen, irgendwas mit C, Tschaschka oder so, da hat er einen extra Schlüssel für sich. Da hätte ich schon gerne umeinander geschaut. Das war ein voller Erfolg. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Okay. Da scheint es mir als ein Übersetzungstext noch nicht so richtig da, wo Sie sind. Wir hatten unsere Schwierigkeiten, Heinrich. Aber vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Ich werde dir nie vergessen, was du heute für uns getan hast. Was du für mich getan hast. Ich möchte dir ein Friedensangebot machen. Und ich hoffe, du nimmst es an. Haben wir das Friedensangebot nicht schon am Montag erledigt? Ich nehme es an, meine Herren. Vielen Dank. Sehr gern, Herr Ritter. Was, sind wir jetzt Ritter? Was werdet ihr jetzt machen? Wir kehren zur Burg Ruthard zurück und warten dort auf euch alle. Der Geheimgang ist angsteinflößend, aber was soll's. Und dann werden wir wohl mit euch kommen. In diesem Dorf wartet nichts Gutes mehr auf uns. Also, dann leb wohl, Rosa. Auf bald. Viel Glück. Ich werde für euch alle beten, Heinrich. Was genau passiert jetzt da? Wieso hatten die sagen da alle leb wohl und so ein Scheiß? What the fuck? Heinrich, komm her! Wer ist denn das wieder? Das ist der Samuel wieder. Worum geht's? Was glaubst du denn? Ich will dir etwas erzählen. Komm schon her. Was machst du hier? Na, wenn wir schon mal hier sind, will ich mich doch gründlich umsehen. Noch eine Gelegenheit kriege ich wohl kaum. Seit jeher höre ich Geschichten über die Schätze, die dieser Ort bergen soll. Hätte mir als kleiner Junge jemand gesagt, dass ich eines Tages durch den Welschen Hof spazieren würde, hätte ich denjenigen für Meschugge erklärt. Aber jetzt, seht mich nur an! Verrate mir, was mich hier erwartet. Unser Eins hat hier nicht einmal Zutritt. Trotzdem wissen wir, was sich im Inneren befindet. Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wo es etwas zu finden gibt. Da wäre einiges. Waffen, Rüstzeug, Silber, seltene Manuskripte und vieles mehr. Wenn es einen Ort auf der Welt gibt, an dem man reich werden kann, dann hier. Und ich werde es voll auskosten. Ich habe es verdient, nach allem, was diese Stadt meinem Volk angetan hat. Oh. Ist da jemand gierig? Was haben wir hier für Waffen? Wie du dir vielleicht denken kannst, lagern sie in der Rüstkammer, oben über der Küche. Dort warten einige seltene Exemplare. Ah, da müssen wir durch, oder? Das Silber ist in der Schatzkammer, nicht wahr? Natürlich, aber nicht nur dort. Silberplatten, die zum Prägen von Groschen verwendet werden, findest du in den Schmieden und im Präghaus. Was sind das für seltene Manuskripte? Die Privatbibliothek von König Wenzel befindet sich hier, im Obergeschoss der Burg. Es heißt, sie umfasse einige Stücke aus der Sammlung Kaiser Karls. Die sind sicher eine Menge wert. Geh die Wendeltreppe hinauf und sieh selbst. Ihr habt nicht mal zum Welschen Hof Zutritt? Abgesehen vom jüdischen Viertel dürfen Juden sich fast nirgendwo aufhalten. Die Leute mögen uns für gewöhnlich nicht, doch wenn sie sich Geld leihen oder etwas in Ordnung bringen möchten, kommen sie plötzlich angekrochen. Undankbare Menschen lauern überall. Was sind das für Privat sind? Dann viel Glück, Samu. Dir auch. Die Wenzel. Koste jeden Augenblick hier voll aus. Eine zweite Chance bekommst du nicht. Das war jetzt meine Frage an euch gewesen. Stimmt es, dass ich keine zweite Chance mehr kriege? Komm ich da nach, wenn alles vorbei ist? Komm ich da nochmal rein? Oder müssen wir das jetzt wirklich alles gründlichst durchsuchen? Weil ich sonst nie wieder da reinkomme. Kodexeintrag, welcher Hof? Ja, nein, kommst nicht mehr rein. Dann müssen wir zumindest ein bisschen... Ach, Alter. Videoanleitung für Duellierlangschwert, Münzprägerwerkzeug. Was mich noch interessiert, das Münzprägerwerkzeug hat dasselbe
dasselbe Symbol wie so ein Rüstungsset und so weiter und so fort. Ob man sich selber Groschen prägen kann da irgendwie, würde mich schon interessieren. Silberteller, das Altmetall und Stahl. Ich kann nichts mehr mitnehmen, Mann. Niklas Lange, Schweizer. Was tue ich mit dem Scheißding? Abwerfen. Was für Bunthaube, Alter. Was ist das für ein Schrott da? Was werft man da jetzt weg? Das wird nicht helfen. Ich muss mir jetzt mein Edelgewand wieder anziehen. Lassen wir Beine, Schuhe, das müssen wir jetzt anschauen, das hilft nicht. Ich muss das Edelgewand wieder anziehen. Damit ich weiß, Jagdhut weg, damit ich ein bisschen Platz im Inventar habe. Kurzer Poupon. Langer Poupon. Ist der besser oder schlecht? Weg mit dem Schund. Reitbartenrock weg. Edle Handschuhe. Nürnberger Armschienen. Ja, einen Haufen Geld wird ist mir scheißegal, das weg. Reithandschuhe weg. Bürgerschuhe. Die haben mehr Charisma. Meine. Weg damit. Weg. Breite, edle, gesteppte Hose. Haltbarkeit gibt Charisma plus 10. Nehmen wir mit. Jescheks Sporen. Der Mai haben wir eh schon bei. Neues, was wir jetzt nicht haben. Skapulier mit Insignien. Das Ding haben wir, glaube ich, auch. Gibt aber Charisma und das andere. Das passt dann. Das tragen wir mal nicht. Rindfleisch haben wir sonst irgendwas, was wir wegschmeißen können. Machen wir jetzt sowieso. Das liest man bloß schnell durch. Das gibt minimal Skillpunkte in Wissenschaft. Aufs Viertel was packen jetzt gerade. Das ist ein guter Ich glaube nicht. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Normalerweise muss da. Jetzt machen wir so. Ja, es rentiert sich ja nicht den Scheiß. Ach, das Münzprägewerkzeug wiegt 16 Kilo. Darum kann ich so wenig. Warte mal, Materialien. Na, wo ist denn das? Und das Sonstiges. Da haben wir. Ist das da unter Münz? Nein, das ist ja da gar nicht unter Hilfsgegenstände, dieses Münzprägewerkzeug. Das ist da. Für was kann man das brauchen? Das ist ja nicht einmal was wert. Looten, sonst müssen wir bluten. Kann man das für irgendwas brauchen? Weiß das jemand? Allein das braucht 50 Kilo in meinem Dings. 16 Kilo, 42 Groschen. Irgendwann man kann damit vielleicht was machen, aber es ist ein Verbrauchsgegenstand oder so. Nein, kannst nicht. Dankeschön. Dann weg mit dem Bums und dann haben wir bei 255, die kriegen wir schon voll. Werkzeug ist Gerusch. Es hat dasselbe Symbol wie die anderen Sachen, deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht muss das eh. Terrorplace, merci dir! Kuss auf die Nuss! Nehmen wir einen Stahl trotzdem mit. Warum nicht? Wenn es ist, dann können wir den Bums selber davor schmeißen. So, da liegt der andere hinten. Was ist mit ihm? Oder was Schönes? Ja, die brauchen wir eigentlich nicht durchsuchen. Da will ich auch Groschen fangen, nicht einmal an zum umeinander gruschen. Was haben wir da herin? Haben wir da irgendwo. Wir haben keine Fackel nicht, gell? Warum haben wir keine Fackel nicht? Waffen. Fackel. Und wir nehmen natürlich ein edles Jagdschwert. Ist das Ding besser? Und ein Säbel. Ja, minimal das edle Ding. Also im Prinzip kannst du bloß selbst in der Rüstkammer brauchen, aber sondern ist kompletter Gerusch. Ich hätte gern die Manuskripte von Wenzel, auf die ist sehr oft hingewiesen worden. Und wenn das irgendwelche Skillbücher sind oder so, dann finde ich die immer nützlich. Die werden wahrscheinlich nach der Hauptquest nicht mehr wirklich gebraucht werden, aber ist ja wurscht. So, gehen wir da mal auf. Also hauptsächlich interessiert mich die und natürlich die Rüstkammer. Irgendwie nach Scheiße aus. Was? Sieht irgendwie nach Scheiße aus? Was haben wir denn? Manuskript wo? Geil, nimm mir einfach mal alles mit, was sein. Brief an Anna von Schweidwitz. Schnillwitz. Auszug. Ich nehme jetzt das einfach alles mit, weil es mir wurscht ist. Also gar nicht, da haben wir noch was. Auf Samtpfoten Level 4! Ja, das sind lauter Skillbücher. Oder nicht nur das Testament von Karl IV. Dann haben wir da noch Sigmunds Brief an Wenzel. Da kannst du jetzt einen Haufen Lore einsammeln, wahrscheinlich auch. Oder Bunthaare. Warte mal. Ich will jetzt was schauen. Das sieht man wieder nicht. Was haben wir da? Lesen. Der neue Rat. Da kann man nichts mehr.
ich habe ja Bruin gefunden. Ja, mit der Bruin. Oh, die Kunst des Schwertes Level 4. Die haben Gold wert, die Dinger. Das sind, glaube ich, die höchsten Bücher, die es gibt. Mit Q6... Was? Wo steht denn das? Oh shit, tatsächlich. Auf diesen Shortcut habe ich noch nie aufpasst, dass da dazwischen noch Q für Info steht. Oder hab schon aufpasst, aber nie drüber nachdenkt, ob ich da Stats von die Sachen sehe. Was haben wir da? Mehr gibt's da eh nicht. Hab ich noch nie aufpasst drauf, ne? Warum auch? Ich wird klar, braucht kein Mensch. Jetzt gerade, was man denkt, so mit mir, Hans besser, eigentlich ist es mir wurscht, ob es besser sind. Ich sag's freiwillig, was ist. Oh, rein in die Kiste, was haben wir da schon? Aber jetzt, wo wir schon mal dabei sind, oh, schon her. Eine Hose, Beinlinge mit Strumpfbändern haben bessere Stats, aber ich glaube, dass mir wurscht ist. Braucht keiner. Oh, Bundhabe braucht auch keiner. Klassischer Bierger, ja, natürlich. Da ist der Hund drauf, braucht keine Sau, braucht es. Haben wir da drin, Höflingsstiefel, haben wir den. So, in der Regel schaue ich bloß, was ist das Zeug wert und fertig. Was ist denn mit der Bundhaum da? Schmeiß weg. Braucht kein Mensch. So, Rüstkammer. Wo ist die Rüstkammer? Rüstkammer wo? Oh, eine Brille haben wir noch gefunden. Die müssen wir noch schnell austesten. Kann das irgendwas Tolles? Die einfachen Augengläser des gelehrten E. Lemminger. Auffälligkeit natürlich, wie gesagt, Charisma minus Sim, Gewicht. Ja, können wir natürlich nicht brauchen. Schauen wir aus wie Vollidiot. Geil. Bundhabe habe ich damals zum Wehrdienst auch bekommen. So, wo ist jetzt diese Rüstkammer? Moment. Sprich mit Schischka auf den Mauern, nö. Brille gibt plus 5 auf Wissenschaft. Ja, kann man brauchen. Ist das hier die Rüstkammer? Schaut nicht nach der Rüst. Das mit dem Lerner habe ich gewusst. Aber das plus 5. Da noch was drin. Du, Lila-Schwert. Schmiedeanleitung für Ritter. Aber zum Ende vom Spiel kriegt man die ganzen Rezepte da drin erst. Da rentiert sich eigentlich schon da rundum zum Laufen. Also, Alter, was ist? Grust du nicht in meiner Kiste mal an? Schleich dich, du Arschloch! Was tust du, wenn du es nicht aufkriegst? Ah, über der Kich war es, ja, stimmt. Ja, dann leck mir am Arsch, Samuel, du kannst mir mal. Gehen wir noch ein Heisel weiter. Haben wir da hinten noch irgendwas? Haben wir da noch irgendwas? Da haben wir noch was. Haben wir da noch eine kistige Kiste? Nehmen wir mit. Frankfurter Stahl nehmen wir auch mit. Der ist nicht ganz billig. Wunderbar. Haben wir da noch was herin? Ja, nochmal. Ach, das ist ja 5000 Mal das gleiche Klump. Stelle ich fest. So, wo war die Kich? Wo war die Küche? Die war irgendwo neben der Treppen. War dort Kich? War... Ja. Kriegen wir schon, finden wir schon. Ja. Ist die Rüstkammer hier hinten? Interessiert mich nicht. Sieht irgendwie nach Scheiße aus. Kann man mal mitnehmen zumindest. Und da noch Beckenhabe liegt da oben auch noch was umeinander? Schilde oder so? Nö. Was auch noch Kyras? Ja, den kann man auch mal mitnehmen. Kann man brauchen. Haben wir da noch 700er Helm, edler Kyr. Ja, der hat vielleicht ein bisschen mehr Charisma drauf. Nehmen wir mal mit, wie viel Platz haben wir noch? Ja, Pfundweiß Platz, scheiß der Hund drauf. Magdeburger Kyras, alles eine sächsische Eisenhut, ja, macht die Bumsbude auf. Bruder, da geht einiges da herin. Sicher, glaube ich, habe ich noch nicht. Übertragen. Ja, da klammern wir uns einer. Was haben wir? Nürnberger, Schneiderwerkzeuge nehmen wir alle. Schneiderbib, breites Langschwert. Gut, da ist jetzt natürlich alles besser wie Ritterschwert. Nehmen wir aber das gute Ritterschwert einmal mit. Ein aufwendiger Kriegshammer, Reiter, ich brauche das keine Sau. Höflingsstiefel, Schusterwerkzeug nehmen wir mit. Was haben wir da herin? Haben wir alles. Oh, edle Gliederpanzerhand. Oh, für 3600. Die kann man mitnehmen. Da passiert ja. Und ein Rüstungsset kann man gar nicht genug brauchen. Haben wir sonst noch was da herin? Ich glaube, dass mir wurscht ist. Niet gibt edle Kyras, die besser haben wie die Mailänder.
Es gibt Waffen, die du auf Level 4 schmieden kannst, habe ich aber nicht zusammengebracht bis jetzt. Und die komischen Hellebarden, mit denen ich aber noch gar nicht gekämpft, also recht viel. Oh, der Bogen, kann der Bogen was? Für 374 mit Sicherheit nicht. Dann ist da noch was herin. Was haben wir da? Stehlen. Oh, Langstreckenpfeile, Jagdpfeile. So, habe ich irgendwas Wichtiges übersehen wieder mal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Kinder. Oh ja. Nicht mal das Zeug da drin kann ich brauchen. Es könnte jeden Moment jemand kommen. Dann gehen wir doch einmal zum Schischka auf die Mauer und schmerzen wir. Die 2 Rezepte sind das Wichtigste gewesen, alle anderen Sachen gibt es sonst wo auch. Herr Netroll, merci. Dachte ich mir schon. Ich glaube, die Bücher gibt es ja irgendwo anders. Jetzt schauen wir da noch schnell rein. Die Bücher gibt es mit Sicherheit auch irgendwo anders, aber wenn es schon alle auf einem Haufen liegen, warum nicht? Ja, können wir sonst nichts brauchen. Das ist richtig useful, haben die Sachen, erst wenn du das Spiel in einem Zug hast. Die Bücher, Achtung, wir haben ja jede Menge neuer Bücher. Da, die sind alle gut, das kann ich noch nicht lernen, das brauche ich Schießkunst 15. Dritte, ja, das, warte mal, Fortschritt 100%, wobei die einen Haufen Geld wird. Kenne ich schon, das ist gut, kenne ich schon, das ist gut. Und die anderen kann man lesen, da kriegst du ein bisschen Wissenschaft dazu. Heilige Scheiße, das kommt wirklich selten vor. Hoppala, Gesundheit mir selber, Dankeschön. So, Schischka, wie geht's weiter? Da bin ich. Endlich. Die lang ersehnte Wachablösung. Kubienka wird sich freuen. Er langweilt sich zu Tode. Aber das ist wohl etwas Gutes. Wo ist der Franzose? Was ist mit Capon? Was kommt jetzt? Alles verlief bestens. Was kommt jetzt? Franz! Rede aber noch mit, das kommt eine Sekunde spät. Was passiert jetzt? Das ganze Silber muss in die Burg Ruthard gebracht werden. Wir haben Karren, die uns nach Kolin bringen. Ich werde überprüfen, wie wir vorankommen. Dann können wir uns allmählich durch den Geheimgang zurückziehen. Sobald wir alle dort sind, zündet der Knochenteufel das Pulverfass und lässt den Geheimgang einstürzen. Das nenne ich einen gelungenen Abgang, Heinrich. Absolut gelungen. Was ist mit Capon? Ich glaube, er würde am liebsten hier bleiben. Er scheint nicht gerade begeistert vom Geheimgang zu sein. Aber Befehle sind Befehle. Das ist wirklich krass, dass er so ein Trauma davon gekriegt hat. So ersparen wir uns eine Menge Ärger. Ich kann kaum glauben, wie reibungslos alles ablief. Wieso auch nicht? Es war eine richtig geile Quest. Mannschaft. Was braucht man mehr? Schischka. Was ist los? Sie kommen. Wer? Soldaten, Prager, sie kommen von allen Seiten. Wir haben Gesellschaft. Scheiße. Versteckt euch! What? Es ist 10. Möchtest du mich verarschen? Jetzt muss ich nochmal schnell. Das ist der Erik. Das ist der Lustknabe vom Ischka. Ischtwar, glaube ich, heißt der. Verdammt nochmal, ich hoffe, dass ich die Scheißmützen jetzt noch aufsetzen kann. Ich muss nochmal schnell lohnen. Das war vor einer Minute. Ich hoffe, ich kann die Mützen aufsetzen. Los, jetzt laut! Jetzt haben wir schon mal geguckt, dass er sich beim Lohn aufgehängt hat. Der Franzose hat uns 100 Pro verpfiffert, mein Gedanke, der ist mit dem Silber weg. Und dass die mit voller Mannschaft da antanzen, das war Save Point kaputt, war bei mir an der Stelle ja. Wenn wir das jetzt nochmal machen müssen, kriege ich einen Vogel. Ja, aber es schaut nicht gut aus. Warte, ich muss das spät zumachen. Nochmal aufmachen. Alter, wenn da jetzt der Save Point kaputt ist, dann fallen wir eine Viertelstunde zurück. Probieren wir es nochmal, wenn es nicht geht.
müssen wir es nochmal durchziehen, das hilft nicht. Dann halt mit Dialoge überspringen und so. Ich glaube, dass die ganze Garde dann auf 3 Minuten erledigt ist, aber schauen wir mal. Rezo schreibt nämlich auch, Savepoint kaputt, war bei mir an der Stelle auch. Jetzt bewegt sich der Ladebalken noch, dann gehen wir maximal eine halbe Minute, wenn er durchgerüttelt ist, schauen wir mal. Da müssen wir durch. So, bevor da jetzt alles in den Arsch geht, habt ihr halt eigentlich schon mal auf den Like-Button drauf gedrückt? Wenn nicht, do it. So. Währenddessen mache ich noch mal das Spätzle, mach's noch mehr auf und nimm den Ladepunkt vorher. Geduld, hab schon selbst gesehen, die 3 Minuten rüdeln, bevor es losgeht. Und Brüdi, du hast 1621. Was? Welcher Vollidiot hat denn da schon wieder Likes gekauft? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Ich muss jetzt einfach so direkt sagen, ich weiß nicht, welcher ahnungslose Vollidiot so dumm ist und das tut. Es sind keine echten Likes, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich kann natürlich nicht nachschauen. Ich gehe mir schwerstens davon aus, dass wieder irgendjemand lustig findet, Likes zum Kaufen. Was glaubst du denn, wie lustig dass YouTube das findet, wenn die rausfinden, dass da Likes gekauft worden sind? Was schätzt du denn, du Superheld? Also, wenn irgendwann Scheiße rauskommt und ich eventuell einen Strike kassiere oder mein Konto gleich gelöscht wird, dann wisst ihr, bei wem ihr euch bedanken könnt. Dankeschön. Jetzt habe ich wieder auf. Ich habe auch die dumpfe Vermutung, dass das eventuell das Ziel ist davon, aber gut. Egal wer das war, du Hundsfot. Sprenger hat gesagt, er hat schon Ladebalken gesehen, die 3 Minuten da haben. Ich gebe maximal, jetzt ist 22:07 Uhr, ich warte maximal bis da 22:08 Uhr steht und dann warte ich noch kurz und wenn es nicht weitergeht, dann ja. Das ist schon lange her mit den 1000 Likes. Es ist ja schon, so ewig lang ist es noch nicht her, wann das letzte Mal jemand gekauft hat. Was habe ich da gleich wieder gesagt? Das war vor 4 Wochen oder so, wie wir Bam Simulator, glaube ich, gespielt haben. Kann man da nichts dagegen tun? Nein. Deswegen glaube ich ja nicht wirklich, je mehr Spielstunden, umso mehr muss er lohnen. Ich habe auch teilweise 3 Minuten, ich habe noch kein einziges Mal auch nur ansatzweise irgendwo 3 Minuten gewartet. Also das halte ich für Gerücht. Okay, wir müssen es leider Gottes ohne den scheiß Hut machen, es hilft nicht. Schischka! Ich weiß, dass du da drin bist! Was willst du denn hier? Ich dachte, du leckst Marquards Arsch in Sedlitz! Als ich gehört... Ich hasse euch. Ich mag's ja auch wissen, ob er drauf reagiert, wenn wir mir den Hut aufhaben. Ich hab mir extra geholt! Was soll ich machen? Endlich sind wir draußen. So. Haben wir mir alles erledigt? Es war gewiss. Okay, so. Der Samuel kann mir am Arsch lecken, den seine Ansage, er ist tot. Passt auf, wir holen uns die Biere. Scheiß auf die Rüstkammer, da draußen braucht kein Mensch irgendwas. So. Brille her. Brille her. Das Ding her. Die ganzen Bier her.
Und dann haben wir gleich wieder da, wo wir gerade waren. Das dauert jetzt maximal 2-3 Minuten. Chillt die Kniescheibe, dann schauen wir uns den Bums noch an. Irgendjemand hat geschrieben, spei nur 10 Minuten, Viertelstunde. Dann haben wir einen richtig guten Cliffhanger. Mr. Birdlike, ist das richtig? Und sehen, ob ich mir jetzt eigentlich nämlich jetzt gerade iPad hätten. So. Können wir nicht brauchen. Schnell gelesen. Gut nicht vergessen. Guter Punkt. Rüstung, ich hoffe, wir haben dabei. Ich schwöre dir bei Gott, ich hab den Hut extra mitgenommen und extra. Ja, dumm. Total haben wir 4 Stunden verschissen mit einem scheiß behinderten Hut! Ich kann nicht aufs Pferd drucken. Das Pferd existiert nicht. Ruhe jetzt. Ende Hut, alles gut. Steffi, Hut bitte einmal notieren für den Jahresmerch. In einer Kiste drin. Aber wahrscheinlich eher im Viertel. Eigentlich. Schischka! Ich weiß, dass du da drin bist. Was willst du denn hier? Ich dachte, du leckst Marquards Arsch in Sedlitz. Als ich gehört habe, was du hier vorhast, da dachte ich mir, das muss ich sehen. Der Franzose, 100 Was willst du? 100 Pro. Öffne das Tor und übergebe uns Ratzigs Bastard. Dann werde ich den Rest von euch gehen lassen. Ich denke nicht. Wir haben hier aber keinen Bastard. Wir wissen beide, dass ihr keine Chance habt. Ich biete euch euer Leben im Austausch gegen dieses miese Stück Scheiße. Na, hat der Franzmann deinen Schwanz gelutscht, währenddessen der Istwa runtergeflogen ist, du Hurensohn, der Dreckige. Wirklich zu schade, dass du nicht mit ansehen konntest, wie Ischban vom Turm flog. Wie ich sehe, hast du Leitern. Vielleicht willst du ja die gleiche Erfahrung machen. Ich werde dich bei lebendigem Leib häuten. Mich die dabei sein, du Kasperlkopf. Du bist eine Hundsfahrt! Der einzige Köter hier bist du. Und alles, was du kannst, ist bellen und dich in deiner eigenen Scheiße wälzen. Kämpft gegen mich! Ja. Dann sehen wir, wer sich hier wälzt. 1 gegen Diese 1, Mauern los. bieten nicht mehr Widerstand als ein Gartenzaun. Davon träumst du wohl. Denkst du? Ihr Pisser seid doch nur eine Handvoll. Eine Handvoll Krieger mit viel mehr Erfahrung als ihr. Ihr seid es gewohnt, zahlenmäßig überlegen zu sein. Ihr wurdet noch nie in einer schweren Schlacht gefordert. Mach dir nichts vor. Du weißt genau, wie diese Sache ausgeht. Ja. Deine Tage sind gezählt. Bete, dass du im Kampf fällst, sonst baumelst du am Strick. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Kuckuck! Kuckuck! Dann komm und hol mich doch. Wie du willst. Auf meine Andi, Befehle. Messer. Angriff! Okay, jetzt gibt's aufs Mal.
fuck is this piece of shit? Saufen wir alles, was wir da haben. Wir saufen jetzt alles, was da ist, und dann probieren wir es. Wenn wir es nicht schaffen, dann muss ich offstream die Steine nochmal da hinspringen mit Rüstung. Starker Zug gegen Schmerzen, nimm mal, tu alles her. Tu alles her. So. Wer die Leitern ab? Tu mal, wo haben die Leitern? Warte mal, tu mir einen Bogen noch her. Gib mir noch einen Bogen. Ey, wir probieren es. Komm, ich kann noch nicht einmal. Warte mal. Nehmen wir das Ding. Kann ich wenigstens einen Gürtel anlegen? Ach komm, fuck off. Ah, ich brauche Hellebarden. Nehmen wir das Ding. Ah, mit der Hellebarde habe ich ja noch nie gekämpft. Ich habe keine Ahnung, wie man... Holy shit! Ah! What the fuck? Wann da, Lorten? Ich sehe keine Lorten! Da ist eine Lorte! Weg mit dem Schuh! So, ah! Ich suche nur ein paar Leutern, ich suche Leutern, ich sehe keine Leutern. Scheiße, haben sie rum oder was? Tot, du Bastard! Tot! Is he going? Is he going? So, gib mir das andere Schwert wieder. Jetzt zeig ich's dir. Oh shit, ich hab gar kein Schwert in der Hand gelangt. Lasern! Was tust du da? Los, kämpfen! Verteidigt die Mauer! Wir müssen sie aufhalten! Ja, natürlich kann ich wieder nicht blocken! Kann er was warum? Töte ihn! Oh, fuck off! Okay, wir müssen uns zurückziehen. Deswegen. Verteidigt die Mauer! Ah, das schießt seine! Schlag ihm auf den Kopf! Nächster! Nein! Die Augen! Los! Na los, du Siegen! Bring wir's oder hinter sterben! uns! Wir müssen diese Mauern halten! Ich tu, was ich kann! Das überleben wir niemals! Made! Kann ich doch nicht mit dem Bogen einschießen oder so? Jetzt mir auf Zeiten da. Warte mal. Nur die Ruhe! Ja, da equip jetzt hier mal gemütlich am Bogen. Warte mal, den da so einer. Bist so gut wie tot! Dann schauen wir da mal. Bete schon mal! Treffer sollten wir schon. Komm, schneller. Jetzt zeig ich's dir! Hat schon nicht drin. Sie haben das Tor durchdacht! Sie haben das Tor. Wo geht denn jetzt hin? Oh, shit. Das Schwert da ist er. Ah! Der Untergang naht! Wir sollten wieder runterkommen! Ah, da kommt. Ach du Scheiße. Kommt da jemand? Da kommt keiner, die haben noch nicht dumm. Was haben wir da? Rechts hier immer noch nicht. Oh shit, dumm. Geh auf, du Huren! Jetzt bist du dran! Ja, ich versuche zum Blocken. Easy. Okay. Da prügelt bei mir uns schon durch! So, jetzt pass auf, flinke Finger dran, Kringelblumenaufguss. Wieso kann ich den nicht dringen? Du kannst den Gegenstand nicht im Kampf benutzen. Da nicht! Den Teufel! Muss da nur sagen, ja, du musst schon da Treppen aufhauen, du Hurenkind. Sag einmal, was drauf hast! Voll auf die Birne! Verschon ihn nicht! Ja, Blut fließt! Jetzt helfen uns sie mit Waffen aus der Rüstkammer. Nein, das sind die... Oh shit, das sind die Herren, die wir eingesperrt haben. Es geht alles ein paar Haare! Ist der Birdlike noch da? Mr. Birdlike, kommt da noch ein Cliffhanger irgendwann? Ich bin maßlos überfordert.
Kommt da der Cliffhanger noch irgendwann, der mir versprochen worden ist, oder? Den Cliffhanger kannst du dir... Okay. Dankeschön. Okay, jetzt sind die Herren oben, die wir eingesperrt haben, sind rausgekommen. Aber Moment mal. Der Musa war doch eine Spezie eigentlich von uns, oder nicht? Was ist mir drum, Pimmel? Da im Mannpimmel drum. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Überraschung, Freunde. Te skurwysyny lubią to robić od tyłu. Und dann ist Brennen hinten und sie machen sich alle in Herz. Das wird jetzt, sage ich mal, das muss ein No-Hit werden. Was sauft jetzt noch? Bruder! Nice! Die Kämpfe haben auch so gut gemacht. So gut Motion Capturing. Erik! Halt dich da raus, verdammt nochmal. Sonst wirst du noch verletzt. Scheiße, was glotzt ihr denn so? Bewegung! Wir helfen eigentlich. Musa oder Misa, ich weiß nicht mehr, ich glaube Musa. Bester Mann am Platz! Los! Bester Mann am Platz! Worauf wartet ihr Trottel? Tötet sie! Zurück da! Uns bleibt keine Zeit! Kommt schon! Jetzt bewegt eure Ärsche! Und wir reden in Adelsgewand umeinander. Nein. Oh, Opfer das, Opfer. Sprengen Sie jetzt mit denen in die Luft, oder? Ach du Scheiße. Okay, tschüss. Bye. Wieso hat er nicht nur 3 Sekunden gewartet? Und Feuerball. Okay, kann ich mir jetzt was anziehen? Das war voll geil. Warte mal. Ja! Nice! Ich hab wieder was an. Kann ich mal irgendwie einen Verband rein prügeln? Prügeln wir mal einen Verband rein. Benutzen? Ja! Komplette Bumsbude rein damit. So, haben wir noch so einen Ringelblumen-Scheißdreck. Ringelblumenaufguss. So, trinken. Wunderbar. Wunderbar! Haben wir's schon. Wieso zur Hölle? Ja, den hätte ich mit da nicht da sehen. Ich höre nichts. Jetzt brauchst du auch nicht mehr umzogen. Hey, sicher ist sicher. Hallo? Hallo? Wo? Ich kann dich nicht hören. Hallo? Hä? Ich kann... Was wirst du jetzt tun? Wir denken mal drüber nach.
Hoffentlich wissen wir mehr, wenn du von Liechtenstein zurückkehrst. Hä? Das sind ja Dialoge, die habe ich schon vor 100 Jahren mit ihm besprochen. Was? Kannst du mich hören? Oh. Ich bin ein bisschen verwirrt. Was wollen Sie? Der reiche Burg Ruthard. Wie soll ich denn... Gut, dann lauf mal zurück, also ich weiß auch nicht. Heinrich. Musa! Was ist passiert? Wo sind wir? Du hast mir das Leben gerettet. Das können wir später besprechen, ja? Verschwinden wir jetzt lieber. Schnell! Ja! Warte mal. Warum siehst du so anders aus? Ich weiß ja nicht, wohin. Laufen die nach oder was lernen die? Ah ja. Oh, Heinrich. Bruder! Gott sei Dank, er lebt. Erik hätte mich fast erwischt, das ist richtig. Musa hat mich gerettet. Musa hat mich gerettet. Was? Musa von Mali? Aber wie? Frag nicht. Ich weiß selber nicht genau, was passiert ist. Oh, Musa. Ein Glück, dass ich rechtzeitig von der Tür weggegangen bin. Du siehst etwas mitgenommen aus. Wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Am Hof hatte ich Gelegenheit, mich ein bisschen vorzubereiten. Genug Spekulationen. Los jetzt! Bruder Janosch und Kubienka sind schon vorgegangen. Kapon auch. Er lief hinter uns her wie ein benommenes Schaf. Hoffentlich hat er sich nicht verirrt. Ja, der kleine Stimmt Tunneltrauma. ja. Seit Neberkopf hat er panische Angst vor engen Räumen. Ich sollte besser mal nach ihm sehen. Dann los! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und genau wie ich es gesagt habe, der Einzige, der nicht aufzufinden ist, ist der verdammte Franzosentrottel. Und die Frage ist, wo wir da jetzt hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, Richtung V. Wo ist denn... Hier drin würde es sich noch kälter an als Herr Capon? Das ist doch... Er ist total fertig. Hast du den Gang benutzt? Ich verstehe das nicht. Ich hatte solche Angst. Aber es gab keinen anderen Ausweg. Und jetzt ist sie weg. Ganz und gar. Also hast du deine Furcht überwunden? Nicht ganz. Ich habe mich wirklich gefürchtet. Hab mir richtig in die Hose gemacht. Aber meine Füße haben mich einfach weitergetragen in den Gang. Und dann war da dieser schreckliche Lärm. Ich brach am Boden zusammen. Dachte an Neberkopf. Ich glaubte schon, ich wäre erledigt. Aber dann kam ich zu mir. Und das war's. Es ist ein Wunder. Wir müssen weiter. Gut, gehen wir. So. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber alle schauen in dieses Loch ein, also gehe ich da mal entlang. Da hinten brennt ein Licht, da gehe ich auch mal entlang. Was für ein Schwachsinn. Wo könnte er das Jetzt gehört kommt das haben? ein Gegner Du wieder. glaubst diesem Kokot? Gehen wir da lang, oder was? Ja, ab jetzt in die Burg. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Anscheinend im Zweifelsfall immer der Nase nach. Was sag ich denn? Französische Kackfrisur. Vite, ladet alles auf und macht euch bereit. Sie werden jeden Moment hier sein. Ihr habt pas de temps à perdre. Na? Bracie, kurwa! Obóz! Obóz! Ale nam się udało. Der wollte abhauen, oder? Teraz za mną! Musimy stąd spieprzać. Te sukinsyny depczą nam po piętach. Je suis désolé, mon ami. Es tut mir leid. Beschissenes Arschloch. Tja, hätte doch nur der verrückte Erik die Drecksarbeit für uns erledigt, wie ich es wollte. Na, warte! Tötet sie! Sei jetzt nicht dumm! Ich löse das! Französische Froschfresse hat uns betrogen! Ich hab's gewusst! Er will sich mit dem selber davon machen.
Heinrich, wir müssen etwas gegen die Bogenschützen unternehmen. Sacre bleu. Ich nehme mal sehr schwer an, das hier ist unser Cliffhanger für Freitag. Ich bin deswegen so wenig überrascht, weil am Schluss aussieht, war es schon extrem offensichtlich. Aber dass er einen Buhler umbringt, dafür wirst du bluten, Franzmann. Dafür wirst du bluten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie es weitergeht, sehen wir am Freitag, 20 Uhr. Freitag ist absoluter Endspurt, da wird alles dafür vorbereitet, dass wir am Montag nach 2 Stunden ungefähr fertig werden. Ich hoffe, da kommt noch mal eine gute Stelle am Freitag. Also Freitag wird er nicht bis um 12 oder 1 oder irgend sowas oder in Überlänge lang gespielt, sondern bloß so viel, dass wir am Montag fertig werden. Warum? Verzeihung, ich glaube, ich habe gerade ins Mikrofon reingehabt. Ich hoffe, ich habe daneben gehabt. Warum? Weil am Montag einfach mehr Leute da sind als am Freitag. Es war für dieses Spiel ein bisschen schade, wenn wir das am Freitag um 12 Uhr auf die Nacht fertig spielen. Du hast aber jetzt noch circa 4 bis 5 Stunden. Ja, das kriegen wir locker hin. Allerdings orientiere ich mich da etwas an meinen Recherchen, anstatt von 25 Stimmen aus dem Chat, die man jetzt sagen, wie lange ich noch brauche. Wo einer sagt, du brauchst nur 2 Stunden, du brauchst nur 8 Stunden, du brauchst nur 12 Stunden, du brauchst nur 4 Stunden, du brauchst nur das, du brauchst nur das. Und mit Looten von jedem Scheiß eher 8 Stunden. Irgendwann, da gibt's was Gutes, wenn ich da nicht mehr reinkomme, weiß ich. So, ich kann jetzt da nicht auf Speichern drücken, aber ich glaube, ist gerade gespeichert worden. Warte mal, 22:30 Uhr, ja, das passt. Sehr gut, jetzt machen wir da mit zu. Bevor sich der ganze Saufen wieder schleicht, vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss, das war halt eine richtig gute, ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich immer damit gerechnet, so mit, ja, irgendwann ist einmal ein Loch drin in der Geschichte und so. Ganz ehrlich, ich sage einmal die Viertelstunde mit dem scheiß Lateinkass. Mei, persönliches Empfinden, ich habe mir gedacht, ich kriege keinen Schlaganfall, es geht jetzt auch kein Weg nicht unter, aber ansonsten war das halt massivst, das Spiel ist so gut. Dieses verdammte Spiel ist so verschissen gut und wenn das nicht Game of the Year wird, dann zweifle ich die Jury da drin an. Wahnsinn. Hast gerade mal das Tutorial fertig. So, jetzt die Preisfrage. Was heißt, du bist ein Stockfisch auf Italienisch? Weiß ich nicht. So, jetzt Andy Stock. Die Franzosen haben noch nie wegen merci wieder ein Zwickel Franz, merci wieder ein Resub Terrablaze, merci wieder ein Resub Basti, merci wieder ein Zwickel Stadi, merci wieder ein Zwickel Wulfrig, merci wieder ein Zehner Manu, merci wieder ein Zwickel Flea Frankie, Gara Daniel, nochmal Herr Köth, nochmal Herr Köth. Der Habanero RGB habe ich nur vergetan, Grantelbart. Lord Birger, deine Likes haben heute anscheinend wieder stark Gewichtung zugelegt. Weisheit des Tages, beim Beschlagen eines Rosses ist die Scheide des Schwerts trocken. Danke fürs Lesen. 1200 Likes. Wow! Weiß ich nicht, wer das ist. Der JS schreibt, da müsste GTA 6 rauskommen und echt gut sein. Also ich gehe auch schwer davon aus, dass GTA 6 richtig gut wird. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht runtertun. Besteht trotzdem immer noch die Gefahr, dass Rockstar die letzten 12 Jahre an GTA 5 gemerkt, womit das Geld verdient ist. Nicht mit dem Spiel, sondern mit irgendwelchem Online-Schrott. Darum war ich mir noch mal nicht ganz so sicher, ob GTA 6 wirklich so gut wird, wie das, glaube ich, die ganze Welt erwartet. Ich war mal sehr vorsichtig. Abgesehen davon, wir haben jetzt Mitte März, du kannst einfach vergessen, dass GTA 6 dieses Jahr rauskommt. Müsste schon lange Ankündigung da sein. Frühestens ganz Ende des Jahres. Na, frühestens. Aber ich bezweifle ganz stark, dass das dieses Jahr kommt. Kannst du knicken. Der Olivia schreibt, mir wurscht, wie lange es nur dauert. Ich lieb's übrigens, sind nur noch 28 Wochen bis Oktober. Ja, doch, toll. Sehr gut. Ich sag nur eins. Margarete. Es ist eines der besten Spiele, die ich seit keine Ahnung wann gespielt habe. Ich glaube seit Witcher 3. Ich mag auch behaupten, es ist besser als Red Dead 2. Ist es. Die zwei miteinander, ja doch, ich finde schon, man kann es miteinander vergleichen. Beides ist irgendwo ein Rollenspiel, beides Open World, beides ein Story-Driven mit Gorlami. Ich finde schon, dass man es vergleichen kann. Das Einzige, was nicht zusammenstimmt, ist das Setting. Das eine ist Wilder Westen, das andere ist halt Mittelalter. Aber egal. Sprengi schreibt, GTA 6 wird sich halt am ersten Tag öfter verkaufen als das hier überhaupt. Natürlich.
Da redet man von ganz anderen Kaliber. Das hat aber nichts damit zu tun, ob wessen Spiel besser ist. Das ist hoffentlich jedem bekannt. Verkaufszahlen sagen rein gar nichts über die Qualität eines Spiels aus. Null. Zero. Da sagt man ja, wie oft das Leute jetzt ja FIFA kaufen. Da wo ich mich auch frage, das ist auch ein absolutes Schrottspiel, beziehungsweise das gleiche Spiel seit 2016, da hat sich nichts geändert. Bloß es gibt offensichtlich immer noch Leute, die behindert genug sind, dass sie es jetzt ja kaufen. Also, deswegen ist es kein gutes Spiel nicht. Nee, da bin ich eher Red Dead, aber gut Geschmackssache. Ja, da ich auch sagen. Also, ja, ist wirklich Geschmackssache. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es mir. Das sage ich jetzt wahrscheinlich auch bloß, dass ich es besser finde, weil ich gerade mittendrin stecke. Es ist fast schon ein bisschen schade, dass es am Montag gar ist. Es ist fast schon ein bisschen schade, dass es am Montag gar ist. Ziemlich was ein Schlaganfall gerade. Ich schleiche mich ins Bett in Nachbarn an, die mich bei mir sieht. Kuss auf die Nuss. Aber für das Budget und Größe von Warhorse absolut krass. Du musst dir mal überlegen, Warhorse hat Erfahrung mit einem einzigen Spiel. Seit 2018. Gut, da wären es Drowerker seit 2013, 14. Also die haben 10 Jahre Erfahrung und haben 2 Spiele ausgebracht bis jetzt. Wie viele Spiele hat ein Rockstar ausgebracht? Das ist eine ganz andere Hausnummer. Eine ganz andere Hausnummer. Was das betrifft, ist es nicht zu vergleichen. Selbiges betrifft übrigens Larian Studios. Jeder, der da herin Baldur's Gate 3 gespielt hat, das vergieße ich noch gern, frag mich nicht warum. Das gehört auf alle Fälle auch dazu. Die besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. In die letzten 10 Jahren. Da kann man Witcher noch dazu sein. Vor allem die 2 DLCs. Red Dead 2, Baldur's Gate 3. Leider irgendwo auch The Last of Us 2, aber das schmeckt nicht einmal im Ansatz. Tut mir leid, Last of Us 2 schmeckt nicht im Ansatz an alle die Spiele, ohne die ich jetzt aufzähle. Als einser ja, aber das ist älter wie 10 Jahre. Red Dead 2, Kingdom Come 2. Was haben wir ansonsten noch so? Elden Ring. Natürlich, wie kann ich das vergessen? Bei so Aufzählungsdinger weißt du sehr, wie es ist, da vergisst man schnell einmal was. Was haben wir ansonsten noch so? Steffi, hauen Sie sich hinein. Kuss auf die Nuss. Bis Freitag. Ist schon pervers, als erstes Projekt 100 Stunden plus Stinken hinaus zum Ballern und dann so dermaßen abzuliefern. Ist es nicht das erste. Es gibt ja nur Kingdom Come 1. Es war auch gut, sehr gut. Aber das kommt nicht in ein Game of the Decade. Kommt's nicht. Stray war ein gutes Spiel. Aber es ist kein Game of the Decade. Also das kommt nicht bei mir in eine Liste mit Game of the Decade. Das muss, so ehrlich muss man auch sein. Skull and Bones ist auf alle Fälle dabei. Concord hat das 10-fache an Entwicklungsbudget gehabt für KCD2. Ja. Ich gebe den Leuten einen sehr guten Tipp. Baut weiterhin in irgendwelche Hero-Shooter, fotzengrobe Charaktere ein, die keiner spielen will, vielleicht kauft dann ein Spiel beim nächsten Mal jemand. Monster Hunter kommt auf überhaupt gar keinen Fall in Game of the Decade rein. Das ist ein sehr stumpfer Schrott, das ganz aus ist. Ich zähle zum Beispiel auch nicht Path of Exile 2 dazu. Also Game of the Decade. Erstens ist es noch nicht fertig und zweitens, wenn man es ins Genre wieder aufnimmt, dann vielleicht schon. Was ist ein Monster Hunter für ein Genre? Ich weiß es nicht. Was, der Mülltonnenmann? A Plague Tale? War auch richtig gut, aber kein Game of the Decade. Das nutzt mir nicht, war nur Spaß, Chef, passt. Ja, hätte das sein können. Es gibt ja Leute, das Spiel hat was weiß ich, wie viele Spieler auf Steam. Offensichtlich gibt es genug Narische, die das aus irgendeinem Grund, den ich einfach leider Gottes nicht verstehen kann, das Spiel suchten. Ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ist halt so. Bin ich halt auch ausnahmsweise der Warme bei irgendwas, was die Spielewelt betrifft, auch komplett, also wirklich komplett out of touch sein. Also komplett. Ich glaube, die Kartenspiel ist sehr subjektiv. Ja, du müsstest das nach Genre eingrenzen. Du kannst zum Beispiel nicht Elden Ring jetzt mit KCD2 vergleichen. Das ist halt einfach Schwachsinn. Der durchschnittliche FIFA-Spieler wird auch nicht verstehen, warum andere KCD spielen. Das stimmt. Aber ich glaube, der durchschnittliche FIFA-Spieler ist zufrieden, wenn er selbstständig schnaufen kann, ohne dass er es vergisst.
Das ist so, wie es mir vorstellen. Bei God of War 1 bin ich noch am Überlegen, ob man das eventuell wirklich in eine Liste der Game of the Decades mit aufnehmen kann, weil das 1er war wirklich grandios. Grandi-fucking-jos. Von allem. Die Story war gut, Inszenierung war gut, Kampfsystem war geil, nichts war bloated wie Scheiße. Aber wenn jetzt irgendjemand mit Ragnarök kommt, ich muss so ehrlich sein, da bin ich vielleicht auch wieder ein bisschen out of touch. Ragnarök ist sauberz lang, sauberz groß, sauberz viel Schrott rundherum und sauberz oft immer, sauberz lang, also für die Größe, wie lange das Spiel dauert, immer das Gleiche. Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Da fange ich mal wieder ein paar Dislikes, ich weiß das schon, ist mir aber auch scheißegal. Bin nur ehrlich. Was bei mir jetzt ist, zum Enti und danach, werden es immer mehr Bugs leider. Einmal habe ich nicht kämpfen können, einmal habe ich nicht in mein Bett dürfen, mal gehen Kombos oder die Masterschläge nicht und so weiter und so weiter. Da ist mir jetzt eigentlich nicht recht viel aufgefallen. Das ist mir nur anfangs aufgefallen von der kleinen Welt in die große, da waren wir vor 4 Wochen oder so. Da ist mir dann das erste Mal aufgefallen, somit dass lauter so Kleinigkeiten passieren. Also richtig schwere Sachen, richtig schwere Fehler habe ich eigentlich bis jetzt noch nicht gehabt. Der Bernie schreibt, God of War habe ich hart gefeiert, God of War Ragnarök hat diese Erwartungshaltung leider nicht erfüllt. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich das da auch damals, ich glaube, nach dem Stream erklärt habe. Ich habe keine Ahnung, wie sie das mit dem zweiten Teil machen wollen, weil alles, was sie machen werden, sie machen es einfach nur noch größer. Und das ist der falsche Weg. Und genauso ist es gekommen. Und bei der Hälfte habe ich abgehangen. Ich habe einfach abgehangen, weil ich gedacht habe, Alter, jetzt spielen wir da seit 20 Stunden ohne und wir haben noch nicht mit bei der Hälfte. Und es ist das ist generell kein Problem, weil bei KCD sind wir jetzt bei Sprengi, wir beiden 40 Stunden, ich weiß es nicht, ist ja vollkommen wurscht. Aber das ist einfach Story, das ganz andere Art und Weise, wie man die Story voranbringt. Da passiert die ganze Zeit, wie oft hat sich jetzt die Geschichte schon gedreht? Und keiner weiß, was kommt und es ist spannend wie Sau. Das hast du bei God of War halt einfach nicht. Also, ich habe überhaupt, ganz ehrlich, null Interesse daran, die Story weiter zum Spielen. Null. Null. Das ist einfach zu viel. Warum ging es nochmal? Wir sollten einen Brief irgendwo hinbringen. Wo in Ragnarök? Ich weiß nicht mehr, was das gegangen ist. Ich sag das, was ist. Ich weiß nicht mehr, wo wir aufgehört haben, weil es mir nicht hängen geblieben. Das war sehr eine schwammige Kacke. Ich kann es auch nicht ändern. Ich habe mich wirklich versucht, darauf weizen lassen. Das Gameplay ist nach wie vor geil, ja, das macht schon Spaß da umeinander prügeln, aber nach 20 Stunden, 25 Stunden ständig dieselben Kombos, weil es wurscht. Und da braucht jetzt wieder keiner daherkommen. Nimm mal deine Fähigkeiten her. Die machen genauso viel Schaden wie alles andere. Ja, wieso soll man nicht da irgendwelche Fertigkeiten einprägen, wenn ich einfach draufprügeln kann? Passt schon. Ist halt einfach, in KCD 2 sollten es Brief abliefern. Bei KCD haben die Devs Zusatzbock gehabt und das merkt man. Ja, das merkt man. Meinst du, kommt der KCD 2? Hannes, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich finde Subnautica, beide Teile kehren da auch dazu und ich freue mich auf den nächsten Teil. Subnautica, den zweiten Teil habe ich nicht lange gespielt. Der erste Teil war gut, aber Game of the Decade. Es war eine geile Idee, es war mal was anderes, stimmt schon. Aber Game of the Decade und die anderen Spiele, die ich aufgezählt habe, da schmeckt sie nicht. Du meinst natürlich ein KCD 3. Das beantwortet man nächsten Montag, wenn ich das Ende vom 2er gesehen habe. Die Lea schreibt gerade ein Paper zu Wikingen und zieht mir zum Schreiben die God of War Ragnarök Streams rein. Ich glaube, da wenn es gegen Ende an, ich weiß nicht, was der letzte Stream war, der 4., 5., 6., 7., ich weiß das schon nicht mehr. Da merkst du, glaube ich, dann auch irgendwann, dass ich abbiege. Und ich habe es versucht zum Unterdrücken, aber irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Linze, jetzt für den Euro! Aber das kann ja für die. Nochmal. Aber das kann ja für jeden anderes Spiel sein persönliches Empfinden. Nein, das finde ich nicht. Nein, das finde ich nicht. Es gibt sowas wie soll ich sagen? Ich finde, beim Game of the Decade geht es auch gar nicht mal. Also, natürlich geht es da auch ums Gameplay an sich und wie es Spaß macht. Das ist ja klar. Trotzdem gibt es sehr viele Sachen, über die sie nicht streiten lassen. Wie zum Beispiel, wie ist die Welt gestaltet? Das ist einfach das Erste, was mir einfällt. Wie ist die Welt gestaltet? Wie schaut die Umgebung aus?
Und das, was ich da in KCD 2 bis jetzt gesehen habe, was heißt bis jetzt gesehen habe, 80 Stunden lang gesehen habe mittlerweile, ist unerreicht. Kein Spiel in dieser Größenordnung schaut auch nur ansatzweise so aus wie KCD 2. Und das ist weder subjektiv nur persönliches Empfinden, sondern das ist so. Ich wüsste nicht, welches Spiel da ohne kommt. Stalker 2 war auch gut, ja, aber kein Game of the Decade. Die Dialoge in KCD 2, das Writing in KCD 2, außer Red Dead 2 kommt da auch nicht ohne. Kommt nicht im Ansatz, im Ansatz vielleicht nicht, aber kommt auch nicht ohne. Noch dazu ist ja irgendwo klar, ich meine, Red Dead 2 ist 7 Jahre alt. Aber Red Dead 2 von vor 7 Jahren zu dem Stand der Zeit für sich auf alle Fälle. Das ist auch indiskutabel. Nix hat bis dahin so ausgeschaut wie Red Dead 2 in dieser Größenordnung. Nix. In Stalker 2 passen die Waffenmodelle nicht. Da weiß ich jetzt gerade nicht, auf was du hinaus möchtest. Richtig, ich habe zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß mit Jedi Survivor gehabt, aber als Game of the Decade darf ich es nie im Leben bezeichnen. Das ist wieder was anderes. Das finde ich ist auch wieder was anderes. Aber nehmen wir doch einmal Jedi Survivor. Das haben wir mir auch kurz gespielt. Ich weiß sehr wohl, wie die Umgebungsgrafik da ausschaut. Die schmeckt, und die ist noch nicht so alt, das war vor einem Jahr oder so, die schmeckt nicht mal im Ansatz an KCD 2 ohne. Nicht mal einen Funken schmeckt die da ohne. So, und jetzt, was ist da los? Zu solch später Stunde. Servus, Bürger, hast du schon mal Asgard's Fall Viking Survivors gezockt? Na, was ist das? Asgard's Fall Viking Survivors. In the grand arena of Midgard, where legends are born, behold... Ach, das ist sowas wie Brotato wahrscheinlich, ha? Nein, habe ich noch nicht gespielt. Das ist umsonst. Da gibt es eine Demo. Ich lasse mich auf. Luis! Was tust jetzt du um 3/4 Live mit einem 50er da rein? Und wie ist das Spiel? Was denn? Das Beste seit Jahren! Vielleicht... Das kann doch jetzt nicht der Ernst sein, oder? Luis, du Affentyp. Was soll das jetzt? Was soll ich das sagen dazu? Was soll jetzt deiner Meinung nach da dazu sagen? Los, in den normalen Chat hinein, weh. Ach, ja gut, Selbstspieler, dass da bei den Waffen, dass das an die Waffen nicht stimmt, dass das von dir kommt, das hat man eigentlich klar sein müssen. Das fällt ja mir nicht auf, sowas. Luis, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci dir, das ist zu viel. Saubert's narrisch. Ich war gerade im Heimgehen. War gerade am Absage machen. Cyberfuck! Nur ein kleines Dame am Schluss. Nicht von dir. Du bist ja schon so lange dabei. Ihr bedankt euch nicht bei mir. Kuss auf die Nuss, merci fürs Zuschauen. Löwensepp. Kommt aber aufs Genre an bei mir, zum Beispiel in Sachen Transport Sim, definitiv Transport Fever 2 beim RPG, da hat für mich bis jetzt KCD 1 Song, hab's zwar noch nicht selber gespielt. Ich überlege gerade, was man mit welchen direkten Vergleich, was steckt man mit KCD 2 so zusammen? In die letzten 5 Jahren. Was könnten in dieses Genre für Spiele rein? No! God, please, no! 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 Luis! Was ich von der Story halt? Okay, du hörst jetzt deine Donaten auf. Das ist mal Phase 1. Zweitens, was ich von der Story bis jetzt halt. Wie viele Cliffhanger haben wir jetzt schon gerade in dem Spiel? 5? 6? Luis, Dankeschön. Schluss damit jetzt. Und ich schleiche mir jetzt, bevor es wieder komplett eskaliert. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Cyberpunk ist das gleiche Genre, ja. Es ist jetzt die Frage, was bewertet man denn bei Cyberpunk? Den Zustand zu Release oder den Zustand 3 Jahre lang später? Für mich ist Cyberpunk ein Totalausfall. Und
eine Schweinerei gewesen. Ganz einfach. Abgrundtiefe Schweinerei. Ist mir ja scheißegal, ob das 3 oder 2 Jahre später dann voll gut war. Es interessiert mich nicht mehr. Ich bin verarscht worden. Wenn das Spiel rauskommt und ich kauf's, dann möchte ich es spielen. Und nicht, achso, ja gut, jetzt habt ihr von mir da 80 Euro gekriegt. 80 Euro! Ja, dann warten wir halt bis 2023, bis dann richtig gut ist. Bis dann. Was ist das für Schwachsinn, Alter? Und darum kriegt von mir Cyberpunk 1 von 10. 1 von 10. Ist mir scheißegal, wie gut das Spiel 3 Jahre später ist. Tut nichts zur Sache. Für die. Ich hab's auch nie wieder gespielt. Ich hab's auch null. Mich interessiert's auch null, dass ich jemals wieder spiele. Null. So, und jetzt schleichen wir uns aber. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Heute war wieder grandios. Ich glaube, dass Freitag ganz genauso grandios wird. Wir haben wieder einen Cliffhanger in der Fresse. Und dann sehen wir uns nächste Woche und am Montag spielen wir es fertig. Das wird der letzte KCD-Stream. Dann sind wir haben wir 16 Streams und das fast am Stück hintereinander. Das haben wir noch nie gemacht. Birger, ehrliches Landi-Rating. Wie wir angefangen haben, war es cool. Hat Spaß gemacht. Der neue Landi ist dieselbe Frechheit wie FIFA. 2 von 10. Frechheit. Abgrundtiefe Frechheit. Und dass die Leute, und das tut mir für die Leute ein bisschen leid, so, die so begeistert haben von dem Spiel, die werden so gnadenlos in Grund und Boden verarscht und ich glaube, sie spannen es nicht, dass mich fast ein wenig leid tun. Das ist... Dass mir fast ein wenig leid tun. Die FIFA-Leute tun mir nicht leid, weil die werden verarscht seit 1997. Aber der Landi war die krasseste Enttäuschung des Jahres, der Season. Schade, dass ich dem Ding, bevor wir es überhaupt gespielt haben, auf dem letztes Jahr Jahresmerch, damit es einigermaßen zusammenpasst, so viel Platz gewidmet habe. Sag ich dir, was ist. Was ist Landi? Der Landwirtschaftssimulator. Ich spiele es halt immer noch, aber ich kaufe keine DLCs. Da braucht es jetzt auch keiner persönlich angegriffen fühlen. Ich meine das wirklich ehrlich. Es tut mir fast ein wenig leid und ein bisschen aber die Leute, die mich dann anmaulen oder dann ich hab mein Baby beleidigt am Titel, bloß weil du es nicht kannst. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Solange keiner von euch irgendwie im Landwirtschaftssimulator irgendwo in einem kleinen Competitive-Spiel die HMI von euch oder von denen Leuten, nicht von euch, sondern von denen Leuten, die dann Fankeln anfangen, hör ich mir nicht, oh, du kannst das nicht. So die Scheiße. Sag's ihm. Und ich find's ehrlich gesagt eher ein bisschen lustig, weil ich ganz genau weiß, dass die Leute ganz genau wissen, dass die dann das Maul anfangen, drauf die Hund Bein, nämlich. Und die wissen ganz genau, sie sind bloß scheiße lästig, weil sie jetzt 60, 70, 80 Euro für das Spiel gezahlt haben und ganz genau wissen, dass sie verarscht worden sind. Ja, ich sag, ich bin bloß immer der Buhmann, der sagt, wie es ist. It is what it is. So, und jetzt schleichen wir uns. Freunde der Sonne, danke fürs Zuschauen. Jetzt habe ich mir nochmal am Schluss so richtig beliebt gemacht bei manchen wahrscheinlich, aber sie wissen, wie es ist. Beim Philipp der Vlogger, wenn du Spaß mit dem Spiel hast, du weißt, dass du verarscht wirst, aber du spielst es halt trotzdem, weil dir halt das Spiel gefällt. Das ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Ja, Szene gibt es natürlich auch, die jetzt nicht beleidigt, oh, ich hab mich beleidigt und irgendwie hat er mich beleidigt und irgendwie ich hab ja gesagt, der Land ist schlecht. Ich kann das nicht schauen, ich will ein Bier. Und jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Triple F für die Moderatoren in den Chat, ein Hashtag Schüttrapse, ein Triple F für den Buchler. Buchler oder Buchler, glaube ich. Buchler? Blöd, ich weiß nicht mehr. Schleicht euch ins Bett. Buhler! Entschuldigung, nichts mit C. Wo kommt das C her? Weiß ich nicht. Ich habe das Wort vor meinem geistigen Auge gehabt und da war C. Der gute alte Buhler. Er war wirklich ein guter. Wenigstens hat er in der Nacht, wo er gestorben ist, noch schnell die Kirchen zusammengefegelt. Er hat alles richtig gemacht, dieser Buhler. Guter Buhler. Guter. Er hat einmal in die Köchin reingebuhlt. Hashtag Buhler, Hashtag bester Mann am Platz. Hashtag bis Freitag, schleicht euch.
Merci für alles, danke für die ganzen Donations, danke für die... Waren nicht neue Mitglieder dabei? Ich glaube nicht. Doch, war dabei! Nein, war nicht dabei. Danke für die Resubs, danke für alles. Legt's mir am Arsch. Wir sehen uns am Freitag 20 Uhr, dann gehen wir weiter und am Montag spielen wir es fertig. Haut's euch hinein. Ha! B! Was für ein Sprengi hab ich, Mann? Warte mal, machen wir da so?